das ist eben interessant, dass ich jetzt über das reden kann, weil ich habe immer gefunden, es ist fast noch intimer wie Sexualität. Das ist Ulla Schoch. Sie ist Psychotherapeutin, klinische Psychologin und Ritualbegleiterin. Seit vielen Jahren bewegt sie sich zwischen Klinik, Meditation und spiritueller Praxis. Zuerst in der Psychiatrie, später in einer eigenen Praxis in Zürich. Ihr Weg führt von der christlichen Mystik über den kaschmirischen Shivaismus bis zum tibetischen Buddhismus und schließlich zum Zen. Immer begleitet von Krishnamurti im Gedanken, dass Wahrheit kein vorgegebener Weg ist. In unserem Gespräch erzählt Ulla offen von deren Entwicklung. Von prägenden Jahren in Indien, vom Verlust von ihrem Mann, von der Bedeutung von Struktur und Ritual und von ihrem langen Ringen damit, Psychotherapie und Spiritualität nicht ernst zu halten. Wir reden darüber, wie Meditation stabilisieren kann, wenn sie überfordert, warum Selbsterkenntnis ohne psychologische Arbeit riskant wird und wie Ritual, Gemeinschaft und Lehrerfiguren Orientierung geben können. Es geht um Leid als Ausgangspunkt, um Nichtwissen als Ressource und um die Frage, wie spirituelle Praxis im Alltag tatsächlich gelebt wird. Jenseits von Wellness, jenseits von Versprechen, mit Bodenhaftung und einem Blick auf das, was ein menschliches Leben wirklich trägt. Übrigens, diesen Podcast mache ich in meiner Freizeit. Er ist ein Herzensprojekt. Wenn du ihn unterstützen willst, dann like ihn in deiner Podcast-App, kommentiere und schicke Episoden an Leute, die Interesse haben. Falls du etwas an die Kosten beitragen willst, dann geht das ganz einfach per Twint. Die Angaben findest du auf www.meditationsszene.ch unter Spenden. Meine Ausgaben sind hauptsächlich Billette, um zu den Gästen zu kommen, Serverkosten und das ein oder andere Social-Media-Tool, das nur im Abo erhältlich ist. Danke vielmals und viel Vergnügen bei diesem Gespräch. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Heute rede ich mit der Ulla Schoch. Die Ulla ist eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin und arbeitet seit vielen Jahren als klinische Psychologin und das in psychiatrischen Institutionen und auch in einer eigenen Praxis in Zürich. Sie ist 1957 geboren, hat an der Universität Zürich Pädagogik, Psychologie und Psychopathologie studiert und dann ihr Fachwissen in vielen psychotherapeutischen Weiterbildungen vertieft. Unter anderem in körperorientierter Psychotherapie, Traumaarbeit, Suchttherapie und achtsamkeitsbasierten Verfahren. Parallel zu ihrer klinischen Laufbahn hat sie sich intensiv mit spirituellen Traditionen auseinandergesetzt. Sie hat Sanskrit studiert und mit hinduistischer und buddhistischer Philosophie auseinandergesetzt. Besonders mit dem kaschmirischen Shivaismus, tibetischen Buddhismus in der Karma-Kagyu-Linie und dem Zen-Buddhismus in der Soto-Tradition. Auch christliche Mystik und andere kontemplative Strömungen haben ihren Zugang zur Spiritualität geprägt. Im Krishnamurti sein Satz «Truth is a pathless land», also «Die Wahrheit ist ein wegloses Land», ist ein wichtiges Leitmotiv für ihren spirituellen Weg. Als ausgebildete MBSR-Lehrerin und Ritualbegleiterin versteht sie Therapie als einen ganzheitlichen Prozess von Körper, Seele und Geist. Zentrale Themen ihrer Arbeit sind Beziehung, Emotionen, Trauma, Trauer und Übergänge im Leben. Dabei spielt auch ihre eigene Lebenserfahrung eine wichtige Rolle. Persönliche Prägungen, Krisen und Schicksalsschläge sind für sie nicht nur Belastung, sondern auch Ausgangspunkt für eine suchende Haltung und für die Entwicklung von einem therapeutischen Zugang sein, der sich an dem orientiert, was sie in ihrem Leben als tragfähig und hilfreich erwiesen hat. Neben ihrer therapeutischen Arbeit hat sich Ulla über viele Jahre in der reformierten Kirche in Zürich engagiert. In ihrer Freizeit interessiert sie sich für Kunst, Musik, Literatur, Architektur, Design und modernen Film. Ulla lebt in Zürich, ist verwitwet, wieder liiert und hat mittlerweile, wie sie sagt, 4 Bonuskinder und 2 Bonusenkel. Ulla, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Danke dir, dass du das ermöglicht. Das ist ja eine wunderbare Idee, dass man das machen kann. Einmal reden über sich selber. Das geht ja eigentlich sonst nicht so. Also ich habe auch gemerkt, ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt gewesen, weil dann, es hat so wie einen Schub gegeben, dass man über sich selber anfängt nachzudenken, bezogen auf das Thema. Aha. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich eine Frage. Also die Fragestellung, was ist mein spiritueller Weg, das hat eigentlich noch nie jemand gefragt. Das ist spannend, weil, als ich die Biografie gemacht habe, habe ich es ein bisschen auf deiner Website abgekupfert und habe es dir dann auch noch geschickt, zum Durchlesen, ob alles stimmt. Und
Es hat einen Satz, wo du dann ergänzt hast, und das ist der von Krishnamurti. Also, ich habe ihn weggelassen und du hast ihm dann gesagt, der ist wichtig, «Truth is a pathless land». Vielleicht zum Einstieg, was berührt dich an diesem Satz und was bedeutet er für dich? Wieso ist er so zentral? Ja, also, wie du jetzt ja vorgelesen hast, ich bin ja richtig stolz auf mich selber, was ich da alles schon gemacht habe. Das vergisst man ja selber, weil man es einfach lebt. Habe ich gemerkt, dass der Krishnamurti immer so einen Summton, einen untergründigen Summton ist in meinem Leben, weil er eigentlich ja im Grunde genommen alle Traditionen und alle Richtungen und alle Meditationsarten und alle Praktiken verwirft. Er sagt eigentlich, wie der Buddha: «Be a light unto yourself». Es gibt niemanden, der dir sagen kann, was genau richtig ist und in welche Richtung das muss gehen. Und das ist etwas Zentrales, weil man natürlich immer wieder noch jemand anhaftet und denkt: «Je, das ist es», oder? «In die Richtung gehe ich jetzt». Und durch das, dass er immer wieder sagt, es ist ein wegloser Pfad, und wieder überlegen, wo du überhaupt durchlaufst. Und warum? Wer bist du? Warum machst du das? Finde ich das ein wahnsinnig guter Satz. Mhm. Für mich jetzt. Ich weiss nicht, wie es für andere Leute ist. Ja, wenn du jetzt zurückdenkst, du hast dich ja eben stark mit der menschlichen Psyche, mit der Seele, mit dem Geist auseinandergesetzt und auch mit Spiritualität. Wenn du so ein bisschen in die frühen Jahre zurückgehst, was war zuerst da gewesen? Auf welchem Weg hast du dich quasi zuerst eingespurt? Ja, das ist, ich hatte dir das ja schon gesagt im Vorgespräch, das Bild von der Schicht dort. Ich habe nachher gedacht, es ist nicht ganz passend, aber es stimmt schon ein bisschen, weil ich bin am Anfang natürlich christlich sozialisiert gsi. Also meine Großmutter ist in der Kirche gsi, die hat mit uns gebetet, ich bin in der Sonntagsschule gsi, ich habe eine Konfirmation gemacht, also eben in der reformierten Kirche. Das ist der Boden und das Fundament von meiner spirituellen Geschichte im Grunde genommen. Und dann kommt dazu, dass durch mein Leben, also verschiedene Sachen, die von daheim aus passiert sind, also meine Familie, also meine Mutter, die recht unglücklich war, mein Vater recht absent, nicht rum. Sehr liebe Menschen, muss ich sagen, bin ich immer ein bisschen verloren gsi und habe etwas gesucht. Und dann ist das Christentum, wo ja quasi sagt, es gibt, einen Erlöser oder es gibt jemanden, der dich beschützt oder es ist etwas da, wo dir hilft, ist sehr wichtig gsi, ganz lang, also bis in der Pubertät eigentlich. Mhm. Und wenn du sagst, bis in der Pubertät und dann hat es schon gewechselt oder ist es dann einfach unwichtig geworden und bist mehr Also, in ich bin Richtung dann aus der Psychologie? Kirche austreten. Ah, okay, Also, ja. so quasi, das müssen wir nicht mehr haben, die Strukturen und Organisationen. Bin aber natürlich immer noch sehr verbunden gsi mit dem christlichen Denken. Also, ich habe, 'ne sehr wilde Jugend gehabt oder junges Erwachsenensein, muss man schon sagen. Und wenn's mir einmal schlecht gegangen ist, habe ich dann einmal auch gebetet oder auch Psalmen gelesen oder so, in der Verzweiflung sozusagen. Mhm. Und weil das ist einfach das gsi, was ich gekannt habe, so. Und dann hat's angefangen zu ändern, wahrscheinlich schon mit dem Studium. Dort habe ich andere Leute kennengelernt. Und dort hat das eigentlich angefangen, dass, andere Menschen gesagt haben, man könnte meditieren. Und das ist dann am Anfang ganz, spezielle Sachen gsi, wo man so Meditationen gemacht hat mit den Chakren, wo man dann hat so visuell oder mental die Chakren verbunden hat miteinander. Ein, Freund von mir hat einmal gesagt: «Gitterli-Meditation». Gitterli? Ja, weil wir ja die Chakren müssen Aha, verbinden, ja, oder? sehr. So da oben und dann, Herz und all die vielen verschiedenen Punkte, wo basieren auf dem Energiesystem aus den indischen Traditionen. Dann hat's angefangen zu kippen, oder? Dann ist angefangen quasi die Welt ein bisschen grösser geworden. Und was ist denn das für eine Tradition gewesen, oder wie bist du zu dem Das ist gekommen? keine Tradition gsi, sondern das ist, ein, Mann, der durch einen Blitzschlag, der heisst Bob Moore. Der ist nachher dann auch in meiner Psychotherapieausbildung von der einen Lehrerin 'n wichtiger Lehrer gsi. Der hat einfach 'ne Art wie 'ne Erleuchtung gehabt. Ich habe ihn nie kennengelernt und hat dann empfohlen oder gesagt, wenn man so meditiert, dann kommt man weiter. Mhm. So kurz zusammengefasst. Genau. Und dann, ja, haben wir das gemacht. Ist nicht einfach gsi, immer die Punkte finden im Körper. Und das war eine Gruppe gewesen, die das dann gemacht hat, oder? Ja, es sind bestimmte Leute, die das gemacht haben, und nachher in unserer Psychotherapieausbildung hat man dann das auch benutzt und auch mit dem gearbeitet. Ja. Und wo du studiert hast, Psychologie, da ist ja
Meditation schon noch so ein bisschen in der Gar nicht. Räucherstäbli-Esoterik-Ecke gewesen, Total. oder noch nicht einmal rum? Nein, nicht einmal rum. Also das ist ja, wann habe ich angefangen? Im 76, 77, so um das herum. Nein, das ist weit weg gewesen vor allem. Also, da hat man nicht solche Sachen gemacht. Also eben, ich sage solche Sachen. Und dann, mit der Zeit bin ich natürlich, eigentlich durch meinen verstorbenen Mann, wir sind ja lange auf Asien gegangen und dann bin ich ganz und gar so in den Hinduismus hineingekommen, sozusagen. Weil das ist überall in Indien, oder? Wie ist denn zu dem Asienaufenthalt gekommen? Mein Mann, da, als ich ihn kennengelernt habe, war schon in Asien und er hat gewusst, er will wieder gehen. Und dann haben wir gefunden, okay, dann gehen wir zusammen. Für mich war es das erste Mal. Ich bin 30 gewesen, glaube ich, um das herum. Und dann hat er gesagt, wir gehen jetzt einfach, wir schauen. Und dann bin ich mitgegangen und dann sind wir ziemlich schnell in Varanasi angekommen. Und dort haben wir dann einen Lehrer gefunden, einen Guru, in dieser Tradition vom kaschmirischen Shivaismus. Aber sind ihr wegen dem gegangen oder sind Nein, einfach ein bisschen reisen und dann in ja. Varanasi hängen geblieben? Also wir haben schon meditiert, eben die Meditation, Ja. aber wir sind dann in Varanasi hängen geblieben und haben dann durch verschiedene Leute den kaschmirischen Shivaismus entdeckt. Da kannst du jetzt gerne noch ein bisschen mehr dazu Ja, erzählen, weil das das kennt ist wahrscheinlich fast niemand, ich muss ehrlich sagen. Ich ja habe es auch nicht eben. gekannt, bevor ich deine Biografie Ja, gelesen habe. ich persönlich finde, es ist eine sehr hochstehende, theoretisch fundierte, religiöse, spirituelle Richtung innerhalb vom Shivaismus, im Hinduismus. Es hat sehr viel Literatur. Es hat einen Guru in Kaschmir, den Lakshman-Chu. Aber es hat natürlich, den habe ich nicht mehr erlebt, der ist gestorben, ich weiß nicht genau wann, vielleicht 80er Jahre, 1980 oder so, ich kann es nicht sagen. Aber es hat natürlich vorher schon im, glaube 8. Jahrhundert oder so, hat es Leute gegeben, die Texte geschrieben haben oder andere Leute haben es aufgeschrieben, die fantastische Texte sind, muss man schon sagen. Genau, und dann haben wir darum auch angefangen, dann Sanskrit zu studieren, wo wir zurückgekommen sind, um ein bisschen mehr zu verstehen. Es hat natürlich viel Sutren und es hat viel, ja, die ganze Sanskrit-Sprache ist in diesen Texten so wie verborgen auch noch. Also auch wenn man es übersetzt, es hat immer die Ausdrücke gehabt, oder? Und dann sind wir so in das reingekommen und dann, als wir zurückgekommen sind auf Zürich, sind wir eigentlich die Einzigen gewesen. Ich bin einfach mit meinem Mann zusammen, haben wir die Texte gelesen und eben meditiert. Und die Meditation ist eigentlich auch eine gegenstandslose Meditation. Aber es hat auch immer den Aspekt gehabt, dass Shiva, das göttliche Prinzip, da ist sozusagen und in uns hinein wirkt. Mhm. Also das ist schon, ein wichtiger Teil. Es ist nicht quasi wie im Buddhismus, wo ja das göttliche Prinzip nie so bestimmt, erwähnt wird, aber man liest immer wieder die göttliche Energie oder, so das Wort göttlich kommt schon auch vor im Buddhismus. Mhm. Und wie muss man sich dann Shiva vorstellen? Also gibt es da irgendwie ein Gottesbild? Ist das ein Schöpfergott wie der Es ist christliche Gott? Ein Schöpfergott ganz stark. Also er erschafft die Welt, er erhaltet die Welt und er zerstört die Welt. Das ist ein Zyklus, 'ne zyklische, Kreation sozusagen. Das Bewusstsein in uns hinein funktioniert auch so, oder? Wir sehen, wir erfahren, wir können etwas heben, quasi auch, wenn wir es auswendig lernen, und dann verschwindet es wieder. Mhm. Und ich habe jetzt «er» gesagt, weil das einfach auch so vom Ja, Christlichen so geprägt ist. Ist es das ist ein auch Er. so? Es ist ein «er». Genau, also die verschiedenen Figuren oder Statuen oder so, das ist ein männliches Prinzip. Also es ist ja auch, ein Penis, also ein Lingam, wo verehrt wird. Also die Schöpferkraft als das Bild dafür ist der Penis, wo die Schöpfung ergießt in die Welt sozusagen. Mhm. Und dann wird sich tut das alles sich auffädeln. Kali, die weibliche Gottheit, die alles zerstören kann, die verschiedenen Prinzipien tun sich dann so aufteilen in die verschiedenen Gottesbilder sozusagen. Und was ist das Ziel von der Meditation? Also auch irgendein Ein Kontakt haben. soteriologisches, also weißt du, dass man irgendwie die Erlösung erlangt? Im Grunde genommen schon, ja. Oder auch, dass man Kontakt hat mit dem göttlichen Prinzip. Und dann erfährt man quasi Gott in sich, oder Ja, wie ist das? genau. Ja. Das ist die Idee. Die Erleuchtung auch in einem weitesten Sinn.
Und du hast gesagt, eine gegenstandslose Meditation. Also was sind das Also für man tut dann Anleitungen stark gewesen? Text lesen, das macht man ja, würde ich jetzt behaupten, in allen religiösen Richtungen. Man tut sich informieren, intellektuell über Text. Und wenn man sitzt, tut man sich quasi mit dem Unwägbaren, Unsagbaren etc. versuchen zu verbinden. Mhm. Das ist dann dort eben so eine Art, ein bisschen wie eine Leerstelle auch in meinem Leben, weil dort hat es dann wie wenig Anleitungen gegeben, sozusagen. Also es gibt schon ein ganz bekanntes Buch, Vigiana Beira, das Anleitungen hat, wie man das kann erfahren kann, das göttliche Prinzip, indem man sieht, schaut, dass es seinen Sinn braucht. Aber als ich dann gearbeitet habe in der Klinik, hat das angefangen mit dem Buddhismus, wo ich gemerkt habe, im Buddhismus gibt es einfach klare Hinweise und Anwendungen, wie man das umsetzen kann, Mhm. das quasi spirituelle Gedankengut. Weil der Buddhismus ist ja quasi eine Medizin. Genau, kommen wir vielleicht noch drauf. Ja, ja. Wenn du sagst, du bist dort hin, hast du das kennengelernt, wie lange sind ihr dann in Indien gewesen? Wie lang? Etwa 3 Jahre sind wir in Asien gewesen. Also ja, das ist Lang. lang, ja, Ja. genau. Und nachher kommst du zurück und meditierst und fängst an Sanskrit zu studieren. Was hat da dein Umfeld gesagt? Die haben das gar nicht gewusst. Das ist überhaupt interessant. Also die wenigsten haben es, glaube ich, gewusst. Das wollte ich auch noch sagen. Das ist eben interessant, dass ich jetzt über das reden kann, weil ich habe immer gefunden, es ist fast noch intimer wie Sexualität. In meinem Leben. Ich habe sehr selten über das geredet, nur mit den Leuten, die selber auch einen Weg gehen, einen spirituellen. Weil es ist so, wie soll ich sagen, anfällig für Verletzungen jetzt in mir rein, oder? Wenn die Leute fragen, ja, aber warum machst du das? Das ist doch so ein Zeichen, oder? Und ich wollte das überhaupt nicht in die Welt rausbringen, um es zu schützen auch. Ja. Das heisst, es ist auch im Beruf hat das überhaupt keine Rolle gespielt? Nein, gar nicht. Also das hat niemand gewusst. Und ich habe dann eigentlich, wo dann das MBSR aufgekommen ist, das ist quasi so, wie soll ich jetzt das sagen, ein Feel-Good-Buddhismus ist jetzt ein bisschen gemein, aber das ist quasi etwas Praktikables, Anwendbares. Das habe ich dann können, die Ausbildung machen von unserer Institution heraus. Mhm. Und jetzt ist es ja gang und gäbe, in allen Kliniken machen sie das. Mhm. Und dort ist eigentlich das erste Mal so ein bisschen das reingekommen, dass man über das überhaupt redet, weil das ist wissenschaftlich abgesichert. Es wirkt, oder? All die Sachen, das ist ja wichtig in diesem Kontext, wo der Intellekt regiert. MBSR ist, glaube ich, Ende 70er Jahre in Amerika entwickelt worden. Ich weiss gar Genau. nicht, ab wann ist denn das da gewesen? Das ist ja Also was würde ich sagen, vielleicht schon, vielleicht 15, 20 Jahre oder so. Also ich kann es nicht recht sagen. also jetzt 15, 20 Jahre? Ja, Also also ich dann würde hast du aber sagen, noch eine lange Phase gehabt, von in Indien gsi sein, bis das quasi also ich bin dann im 93 zurückgekommen. ja. Und danach habe ich eine Ausbildung gemacht. Also ich habe mein Studium abgeschlossen, bin dann auf Indien, habe gejobbt, zum Geld zu verdienen. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich dann eine Psychotherapieausbildung angefangen. Die ist ja auch etwa 5 Jahre gegangen und dort habe ich dann angefangen, klinisch zu arbeiten, aber als Praktikantin oder, Mhm. wie sagt man, Assistentin, so Unterassistentin. Bin in Burghölzli gsi, bin in einer Suchtklinik gsi et cetera. Das ist dann ein Weg, wo man geht, oder? Mhm. Und in dieser Zeit ist das überhaupt noch nicht aktuell gsi und das wäre jetzt gsi, ja, wahrscheinlich 2000 oder so. Wo es dann so langsam da gekommen ist. Ja. Ja. Also ich habe dann angefangen klinisch zu arbeiten im Kanton Aargau und ich würde sagen, das MBSR gekommen ist nicht lange her, dass jetzt das klinisch akzeptiert ist. Ja. Im Vergleich für das, dass das schon so lange gibt, der Buddhismus und spirituelle Richtungen, oder? Ja gut, der hat halt einfach auch noch religiöse Komponenten. Komponenten, die wahrscheinlich vielen dann auch sehr fremd und unheimlich Ja, und genau. kulturell überlagert wahrscheinlich auch Ja. war. Ja. Mhm. Wenn wir noch mal so ein bisschen zurückgehen zu deiner Ausbildung und auch die Weiterbildungen, die du gemacht hast. Du hast ja sehr viel auch so körperorientiert gemacht. Ja, also in der Ausbildung. Nu Nachher dann weniger. Also weil die Ausbildung ist körperorientierte Psychotherapie mhm, gsi und dann aber im klinischen Bereich habe ich das fast nicht mehr angewandt. mhm. Ich bin also quasi dann 'ne Gesprächstherapeutin geworden. Und trotzdem steht auf deiner Website noch ein Abschnitt zu Körper, ein Abschnitt zu Seele, Genau, ein Abschnitt zu Geist und irgendwo steht, glaube ich, aber auch, die sind nicht getrennt. das ist künstliche Trennung sozusagen, Mhm, genau. Ja, also es ist natürlich, der Körper wird beobachtet, also wenn ich mit jemandem rede,
dann sehe ich den Menschen ja und ich sehe, dass er schwitzt oder dass er jetzt dann anfängt zu brüllen und das ist ein Informationsinstrument, das man einbeziehen kann, Mhm. wo man vorsichtig muss einbeziehen muss, weil es ist nicht lustig, wenn jemand weinen tut, dass man dann sagt, sie brüllen jetzt. Oder es ist eine heikle Sache. Die Leute sind dann ertappt oder erkannt. Also, aber es ist auf jeden Fall ein Spiegel und wird gebraucht in meiner Arbeit. Mhm. Aber ich mache nicht mehr. Wir haben zum Beispiel in der Ausbildung auf der Matratze gearbeitet und also quasi Körperausdruck mit Sprache und Geschrauen und so weiter. Ich habe das nie gemacht. In meiner Praxis nicht und auch klinisch nicht. Mhm. So die wilden, Ja, genau. wilden 60er, 70er Ja, genau. Ich Methoden. selber habe viele so Sachen gemacht, Gruppenarbeit, also als Patientin und als Klientin so. Also dann auch mit diesen katharsischen Ja, Effekten und genau, so. ist Ja. ganz etwas Tolles. Aber das gibt es leider nicht mehr. Gruppenarbeit finde ich sowieso etwas wahnsinnig Gutes, aber das gibt es nicht mehr, weil es wird auch nicht mehr bezahlt. Ich habe das Gefühl, es kommt vielleicht wieder ein bisschen zurück in den psychedelischen Settings. Ja, genau. Also dort liegst du einfach rum und jeder tut für sich selber etwas spüren. Was ich meine, ist Gruppenarbeit, wo du zusammen etwas gemacht hast, oder? Ja, aber das hast du natürlich jetzt, ich glaube, ein bisschen während die Substanz wirkt, liegst du einfach rum und Ja, spürst genau. selber etwas. Aber ich glaube, eben das Vorher und das Nachher ist dort schon auch noch recht Ah, auf relevant. jeden Fall, ja, man redet darüber und so. Ich habe Ja. das auch schon gemacht. Körper, Seele und Geist. Seele ist ja auch so ein Begriff, der irgendwie im Buddhismus eigentlich Nicht gar existiert. nicht vorkommt, gar nicht Mhm. existiert. Warum ist er für dich zentral oder warum ist er drin? Ich würde sagen, weil sich dort vielleicht auch die Persönlichkeit abbildet. Also ich meine, ich bin jetzt auch immer mehr in die Neurobiologie hineingerutscht, sozusagen. Ich würde sagen, die Prägungen, die wir haben, die einzigartigen Prägungen, die du hast, Lukas, oder ich habe, würde ich behaupten, das ist so eine Art ein seelischer Ausdruck, einzigartig. Oder du hast ganz eine andere Sozialisation gehabt wie ich. Und wir haben auch andere, wie soll ich sagen, auch vielleicht karmische Prägungen, oder? Ich sage immer, wenn man Babys anschaut, wenn sie auf die Welt kommen, jedes ist total anders und das muss ja von neuem kommen. Also ich denke dann einmal, wahrscheinlich gibt es Wiedergeburt. Ich bin nicht unbedingt eine Gläubige, aber wenn man die kleinen Kinder anschaut und denkt, das kann nicht einfach nur Prägung sein von dieser Zeit, wo sie jetzt auf der Welt sind, oder? Und Mhm. das denke ich, das gehört in den seelischen Bereich hinein. Da sind eine Art, sind wir vielleicht wie so ein offener Brunnen, wo in die Gesamtenergie von der ganzen Menschheit hineinlampert, sozusagen, oder? Und jeder hat so seinen eigenen Zugang. Mhm. Persönlich und aber dann natürlich auch unpersönlich in einem gewissen Sinn. Und du hast vorhin gesagt, wenn du schaffst mit den Leuten, der Körper ist zum Teil so ein bisschen heikel, muss man sehr vorsichtig sein. Schaffst denn du vor allem mit und an der Seele bei den Leuten sozusagen? Oder? Ja, auf eine Art indirekt schon. Also eigentlich tue ich ja, also was macht man in einer Therapie, muss man sich ja fragen, oder? Und eigentlich kommen die Leute ja zu mir, weil sie sich ändern wollen. Mhm. Vielmals ist es ihnen gar nicht bewusst. Sie haben einfach ein Problem und möchten irgendetwas machen. Aber man muss dann anfangen zu erkennen, aha, das hat ja mit mir zu tun. Das Problem habe ich ja, weil ich so bin, wie ich bin. Und das so sie erkennen gemeinsam, das ist ja ein Selbsterkenntnisprozess, wo man den Menschen, ich helfe den Menschen dabei, dass sie anfangen zu merken, aha, ich funktioniere so, Mhm. so bin ich. Und das geht schon fast manchmal ein bisschen in die Verhaltenstherapie rein, dass sie merken, ich habe das und das Verhalten unter diesen Bedingungen und sie können überlegen, will ich so bleiben, will ich das behalten oder nicht. Mhm. Und das ist so quasi eben der Selbsterkenntnisprozess, wo man anfängt zu üben mit den Patienten. Weil die wenigsten, also klar, alle haben Interesse daran, etwas zu lernen, darum kommen sie, aber es ist noch nicht so ausgebildet, Selbsterkenntnis. Und die bildet man dann wie aus? Also, Indem, dass man zum Beispiel betrachtet, Verhalten oder Sachen, die passiert sind, wo man versucht zu erkennen, warum ist das Gefühl da gsi, warum hat das so weh da? Und dann kann man ja etwas entgegenstellen und sagen, andere Menschen würden jetzt da nicht brüllen mhm. bei dem, was jetzt da passiert ist. Wie stellen sie sich das vor? Warum ist das bei ihnen passiert so? Mhm. Man fängt da üben, über sich selber nachdenken. Ja. Also
mache das sowieso, aber ich probiere ihnen zu zeigen, dass das eigentlich das A und das O ist von unserem Leben, oder? Ja. Sie sind in der Mitte von ihrem eigenen Leben und sie müssen das auch leben lernen, oder? Mhm. Und hast du das von Anfang an so gemacht? Also wenn du sagst, du bist in Brüggelzi, also der psychiatrischen Universitätsklinik gsi, hast in der Suchttherapie geschafft. Das sind ja wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Arten von Patientinnen und Ja, Patienten. ja, sehr. Also, sind sehr schwer kranke Leute, oder? Im Burghölzli viel Schizophrenie, in der Sucht viel Borderline-Persönlichkeiten und Suchttypen sozusagen. Eigentlich ist es immer darum gegangen, dass Selbsterkenntnis das Ziel ist, aber so ausgeprägt, wie ich es jetzt weiss. Es hat sich so ein bisschen wie gefestigt oder durch meine Lebenserfahrung hat sich so wie eine Art ein Weg ergeben, wo ich finde, ist sinnvoll. Mhm. Aber natürlich mit schizophrenen Menschen geht das nicht so gut, dann ist es auch begleitende Psychotherapie. Man ist einfach mit diesen Menschen zusammen und versucht, das Leiden zu verringern, wenn es geht. Ja. Und welche Rolle hat in dieser Zeit für dich dann deine Praxis gespielt? Also ist das wichtig gewesen, um irgendwie dann den Raum zu haben, um mit all dem Schwierigen können umgehen? Oder was Ja, hat sie für eine Rolle also ich gespielt? würde sagen, ich bin selber ein bisschen, 'ne emotional instabile Person und ich habe gemerkt, dass wenn ich eine bestimmte Struktur mir aufbaue, Mhm. wo ich weiss, das tut mir gut. Das ist eigentlich eben das, was ich auch geschrieben habe und das, was ich selber ausprobiert habe und gemerkt habe, das tut mir gut, habe ich gemerkt, ich muss das auch machen, weil ich kann nicht arbeiten mit Menschen, mit so schwierigen Leuten, also in der Psychiatrie. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich selber nicht stabil bin und klar vor allem auch. Mhm. Das heisst, ich habe auch mein Leben anfangen zu ändern. Also ich bin auch immer zum Beispiel unter der Woche nie mehr fort am Abend. Ich bin sehr früh aufgestanden, dass ich meditieren am Morgen. Ich habe eine sehr klare Struktur müssen haben, um das alles zu tragen, weil das sind wahnsinnige Kräfte, Mhm. wo wirken, wenn du in einer Gruppe schaffst mit Süchtigen oder mit sehr schwer kranken Leuten. Mhm. Und du hast gesagt, du bist mit deinem Mann zusammen auf Indien und ihr habt beide Sanskrit gelernt Ja. nachher. Also, Mhm. ihr habt euch beide für das interessiert. Ja, Was für eine Rolle spielt ein Partner in so etwas, in einer ganz 'ne Beziehung? grosse Rolle. Mhm. Also sehr 'ne grosse Rolle. Ich würde jetzt sagen, ähm, ja, vor allem auch, weil wir, ich würde sagen, die Einzigen gsi sind in Zürich mit dem kaschmirischen Noch Shivaismus. besonders, ja, Dann natürlich. besonders, oder? Also, wir haben auch keinen Anschluss gehabt an irgendeine Gruppe. Ähm, ja, und dann ist es wahnsinnig wichtig, wenn du jemanden hast, der das Gleiche macht wie du. Ja. Und das ist natürlich auch, jetzt anders, weil ich jetzt ja quasi einen anderen Weg auch gegangen bin, habe ich schon gemerkt, allein meditieren ist wichtig und ich mache das auch, aber in einer Gruppe meditieren ist halt schon ganz anders, auch energetisch. Mhm. Und dann habe ich eigentlich nach seinem Tod habe ich angefangen, bin ich in Retreats gegangen, in verschiedene. Mhm. Bist du dort schon in der buddhistischen Richtung gsi, oder? Ich bin also in einem Übergang gsi. Ich hatte einen Lehrer gehabt, der ist Mönch gsi, ist aber dann austreten, hat selber in Japan Zen-Buddhismus gemacht und hat Schweigeretreats gemacht, ganz Zen-buddhistisch, mit Sitzen, Laufen und so weiter. Und auch mit Teachings, aber er hat dann aus verschiedenen Richtungen Teachings gemacht. Also hat teilweise auch christliche Texte benutzt und so. Das war sehr angenehm, es war für mich ein richtig gelungener Übergang gewesen, sozusagen. Und das ist vor oder nach dem Tod von deinem Mann Nach gewesen? dem Tod von meinem Mann hat das angefangen. Das ist ja wahrscheinlich auch ein extrem einschneidendes Ereignis, wenn der Partner Unglaublich, stirbt. ja. Wie alt bist du da gewesen? Ich bin 48 und er war 56 und er ist tödlich verunglückt, er ist abgestürzt in den Bergen, also ein Schock. Und das hat sehr viel von meiner alten Struktur, eben ich bin ja selber sehr viel in Therapie gegangen, weil es mir oft nicht gut gegangen ist, hat sehr viel wieder Ruhe geholt. Von meinen eigenen Schwierigkeiten, die ich hatte, eben das emotional Instabile. Und darum ist es auch noch gut, weil ich das weiss, dass man zwar sich kann entwickeln kann, aber die Grundbasis vom Wesen, die ist halt immer da. Ich Mhm. sage immer den Patienten, das ist ein bisschen wie unser Hirn, oder? Also unsere Neurobiologie ist quasi wie ein Baum ohne Blätter mit all diesen Verästelungen und so. Und wenn man etwas Neues anfängt auszubilden, dann muss man einen neuen Ast wachsen lassen. Und das ist natürlich extrem schwierig, das braucht viel Zeit. Da kann man nicht einfach denken, ja zack, wenn ich jetzt über das rede mit der Therapeutin, dann gehe ich aus dem Kasten, das ist überhaupt nicht so.
Aber das andere verschwindet ja nicht einfach, das von vorher, so wie man war. Und das habe ich sehr stark selber gemerkt, oder? Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin weit gsi und dann ist der Tod passiert und dann ist viel Altes wieder aufgestiegen. Also dysfunktionale Verhaltensweisen. Mhm. Und hat dir da die spirituelle Praxis geholfen in so einer Extremkrisenzeit? Ja, in einem gewissen Sinn schon. Also ich habe einfach die Struktur, behalten, oder? Also ich habe weiter meditiert, obwohl ich gemeint habe, ich müsse jetzt auch sterben, es ist so schwierig. Und, obwohl es auch nicht tröstlich ist, wenn es einem so schlecht geht und alles so schwierig ist, da gibt es eigentlich nicht wirklich einen Trost, aber weil das schon verankert war in mir rein, habe ich einfach gewusst, ich bleibe in dieser Tradition, also in meinem Meditieren bleibe ich weiter, weil das ist auf eine Art zentral, weil das berührt mich im tiefsten Innersten sozusagen. Mhm. Dann bist du aber dort ganz allein unterwegs gewesen nachher im Ja, kaschmirischen Shivaismus, ja. oder? Und ich habe dann auch noch lange gelesen, aber jetzt bin ich eben gerade in dieser Phase, wo ich angefangen habe zu wechseln. Also es ist jetzt viele Jahre gegangen eigentlich, dass der Buddhismus immer stärker geworden ist, durch die Arbeit mit Patienten, durch das, was ich gelesen habe. Auch auf eine Art wegen der Patienten, aber auch wegen mir. Ich habe gemerkt, das ist einfach ganz praktikabel und anwendbar und ganz toll. Ähm, und dann habe ich gemerkt, den kaschmirischen Shivaismus muss ich jetzt ablegen, weil ich bin einfach nie nicht verbunden, nicht vernetzt. Es ist natürlich immer noch in mir rein, in einem gewissen Sinn, aber es ist in den Hintergrund getreten, definitiv. Mhm. Du hast gesagt, auch von den Patienten hast du das gemerkt, dass der Buddhismus Ja, etwas wäre. Wie muss ich das verstehen? ja, also ich meine, der Buddhismus sagt, es gibt Leiden und es gibt einen Weg zum Leiden wegkommen und es gibt ganz praktikable Lehrer. Ich habe dann sehr viel Chögyam Trungpa und Pema Chödrön gelesen, tibetischen Buddhismus. Und vor allem Pema Chödrön tut ganz klar Hinweise geben, wie man sich benehmen kann, wenn jetzt zum Beispiel negative Emotionen aufsteigen und dass man keine Angst soll haben vor diesen Emotionen etc. Also ganz praktikable, anwendbare Sachen, die man den Patienten weitergeben kann. Und das ist auch im MBSR natürlich so gewesen. Dort ist ein bisschen die Quintessenz von dem buddhistischen Weg ja drin, oder? Mhm. Dass man lernt, aha, jetzt habe ich Schwierigkeiten, dann könnte ich jetzt spüren, was habe ich denn für Schwierigkeiten etc. Also es ist auch eine Art Verhaltenstherapie. Ist ja übrigens auch so, der Beck ist ja ein Verhaltenstherapeut, der aus dem Buddhismus die ganze kognitive Verhaltenstherapie Ich wollte gerade fragen, rausgezogen hat. ja. Mhm. Also wie unterscheidet sich dann von kognitiver Verhaltenstherapie? Aber dem gibt es gewisse Ähnlichkeiten. Ja, sehr viele Ähnlichkeiten. Also ich bin ja keine Verhaltenstherapeutin, vielleicht jetzt selber bastelte mittlerweile, aber Ja. ich kann es nicht recht sagen, wo genau sich's unterscheidet. Mhm. Aber das Anwendbare, also man leidet und man kann etwas machen gegen das Leiden, oder? Mhm. Man muss es aber einfach auch machen. Das ist natürlich der Hauptpunkt in der Therapie. Jetzt sagen aber viele genau, ja, der Buddhismus das ist doch eine himmeltraurige Geschichte. Die sagen, alles ist Leiden und alles ist Leiden, aber ich bin doch eigentlich auch ganz häufig ganz zufrieden. Genau, also der Buddhismus sagt, wir kommen nicht darum herum, dass es immer wieder Leiden gibt. Sie sagen aber nicht, es gibt nichts Schönes oder es gibt nichts tolle Sachen. Aber das, was ja schwierig ist, ich sage das auch immer meinen Patienten, sie kommen dahin, weil sie wollen das lernen, was schwierig ist und das verwandeln. Oder? Also, das ist ja das, was uns Sorgen macht. Wenn es uns gut geht, brauchen wir ja niemanden, oder? Aber wem geht es schon immer gut? Da muss man ganz realistisch sein. Und das ist natürlich, wenn Patienten kommen, sonnenklar, sie kommen zu mir, weil sie an irgendetwas leiden. Mhm. Aber eben darum, ich tue mit so Leuten, eben, das ist jetzt so eine Frage, darum habe ich gesagt, ich schütze mich einmal so vor so Diskussionen, weil ich dann auch merke, man kann das komplexe, grosse, was auch immer, was für eine Richtung das ist, spirituell, kann man nicht einfach in so einer Diskussion zerpflücken. Ich finde das wahnsinnig etwas Heikles.
Ja, ja, und zum Teil musst du dann etwas verteidigen, wo irgendwo irgendwelche Nuancen geht, wo man auch Ja. unterschiedlich kann sehen. Also, Ja, und auch, weisst, wenn ich habe 'n relativ grosses Wissen und dann müsste ich das so runterbrechen auf etwas ganz Einfaches. Das gelingt mir mit den Patienten gut, aber wenn ich mit Leuten einfach so an einem Tisch sitze, denke ich: «Nein, ich mag jetzt nicht darüber reden.» also Und weil das es ist ein fast bisschen, dann irgendwie so profan wird. ja, und es hat ein bisschen mit meinem Charakter zu tun. Ich denke dann: «Nein, ich kann jetzt nicht quasi, den Schöpfungsgedanken und all die Sachen, die so wahnsinnig gross sind, oder jetzt auch im Zen-Buddhismus, wo ja eigentlich wo's darum geht, man kann gar nicht drüber reden, über die Erfahrung, merke ich mag das jetzt nicht oben runterbrechen auf so 'n Rubikwürfel oder ich weiss auch nicht, ein Puzzle oder Mhm, so.» mhm, Und das ist ein bisschen, hat mit meinem Charakter zu tun, ich bin dort nicht so geduldig. Mein jetziger Partner, der tut gerne erklären alles und so, ich nicht. mhm. Mhm. Vielleicht kannst du aber doch noch erklären, wieso bist du zum tibetischen Buddhismus gekommen am Anfang? Also Also, hat ich das habe ihn irgendwie schon gekannt, also ja. mein verstorbener Mann hat auch den Chögyam Trungpa super gefunden und ich habe dort das, «Spirituelle Materialismus», das Buch gelesen, das ist irrsinnig gut. Und dann habe ich ja, bevor ich jetzt so in die Szene hineingerutscht bin, habe ich dann gemerkt, es gibt, in Zürich auch 'ne Meditationsgruppe, Shambhala heissen die, und bin dann nicht je zu denen gekommen, weil ich so viel tibetischen Buddhismus gelesen habe. Und dann, ich kann es nicht recht sagen, was es genau ist. Ich denke dann manchmal, es ist Schicksal. Ich habe wie nicht können dort bleiben. Ich bin dann so wie in den Zen-Buddhismus hineingekommen. Also doch, ich kann es vielleicht sagen, weil ich habe wieder ein Buch gelesen, und zwar von Brad Warner, das ist ja ein Zen-Buddhist aus Amerika. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig angesprochen. Es hat mich zutiefst berührt, weil er so frech ist und lustig und sehr tiefsinnig. Und dann habe ich ihn ja getroffen. Ich bin jetzt schon ein paar Mal meditieren mit ihm. Und durch das ist eigentlich dann plötzlich der Zen-Buddhismus da gewesen. Und man muss auch sagen, also ich habe keinen Zugang. Der Chögyam Trungpa ist tot. Pema Chödrön ist 90. Ich habe mal so überlegt, ob ich auf Vancouver, also auf Kanada, gehen. Aber sie nimmt eigentlich keine Leute mehr für so Retreats, oder sie ist jetzt so alt. Und dann ist der Brad Warner 50 und der ist da. Das macht schon etwas aus. Ja, und in der Karma-Kagyu-Linie, wo du ja ein bisschen bist, dort ist ja eine Lehrer-Schüler-Beziehung, glaube ich, sehr, sehr Sehr wichtig, oder? wichtig. Und ich habe das auch gemerkt für mich, oder? Ich habe eigentlich nie einen richtigen Lehrer gehabt. Also der Mönch, der christliche Mönch, der ist wirklich ein Lehrer gewesen. Ich hatte auch viele Gespräche mit ihm. Aber es ist nicht so fest gewesen. Und was auch noch ist in meinem Leben, ich wollte eigentlich immer noch jemand dazugehören. Ich Mhm. habe immer die beneidet, die schon mit 18 sind Buddhisten geworden und dann sind sie geblieben, bis sie sterben. Das ist mir nicht gelungen. Darum habe ich die vielen Wege irgendwie müssen machen, bis ich jetzt da gelandet bin. Du sagst, das ist nicht gelungen. Äh, Ich frage mich, ist das ein Fehler? Also, müsste das gelingen? Ist es besser? Ich weiss es nicht. Ich als Person hätte so gerne noch jemand dazugehört, weisst? Ja. Also, es gibt solche Menschen, wo das, also eben dort denke ich, vielleicht ist das auch Schicksal, wo dann einfach selbstverständlich eben Christen, ich bin ein Christ und bleibe ein Christ. Ja. Ich bin immer noch in der Kirche, oder? Ich bin nicht austreten, ich bin ja wieder eingetreten. Aha. Ähm, aber die sind dann einfach dort und bleiben dort, selbstverständlich. Und das ist mir nicht gelungen. Ich habe immer alles andere auch noch interessant gefunden. Du hast auf deiner Website ja auch eine Bücherliste mit Ja, Büchern, die du empfiehlst oder die dir auch wichtig ja, sind. Und dort ist eins drunter, das kommt einfach gerade jetzt, es passt also, von Peter Wild, wo es so genau, um den inneren Meister geht. Also, dass man sich genau, selber der innere Meister ist. genau. Er ist der Mönch, bei Ah, dem er habe ist das, ja ja. genau, der macht Retreats. Genau, er hat wahnsinnig viel sehr gute Sachen gesagt, auch so im Zusammenhang mit dem, dass man frei ist, ja, zum Wählen, oder? Mhm. Es ist in uns rein, was wir wählen. Es gibt keinen äußeren Anlass. Man muss nichts, oder? Ich habe mir da auch noch eine Notiz gemacht, dass es so wichtig ist, die die zwischen Bindung und Freiheit, oder? Dass man eine Bindung hat und noch jemand angedockt ist, aber man muss ja auch immer frei sein. Und dann kommt wieder der Krishnamurti ins Spiel. Und das ist wahnsinnig etwas Schwieriges, das Balancieren, können balancieren. Und das mit der Bindung, einfach sich wirklich andocken und binden, fest, das ist mir bis jetzt noch nicht so richtig gelungen. Ich bin jetzt langsam dran und das freut mich an, weil das ist ein Ort, wo auch viel Freiheit ist. Mhm. Ich glaube, es ist ja auch
Also die Bindung ist ja das eine, das tönt auch so ein bisschen nach Fessel und nach Es ist fest. psychotherapeutischer Begriff. Okay, Bindung ist sehr wichtig als Mensch, muss man Bindungen haben, oder? ja. Aber es kann auch so Eng. eng sein, Ja, oder? ja, ja. Also das schwingt dort auch noch so ein Auf jeden bisschen. Fall. Ich habe Oder, einmal mit einem Mönch geredet, auch in einem Retreat, und der hat dann auch gesagt, ich beneide dich, dass du in einem Kloster bist. Ich finde das so toll. Er war lange da gewesen, sagt er, nein, sag das nicht. Es ist so schlimm wie überall. Wir haben manchmal auch Krach oder einen findest du blöd und es ist genau wie sonst im Leben, oder? ja, ich habe schon aus Klöstern gehört, dass es eigentlich fast noch extremer ist, weil es wie ein Dampfkochtopf ist, oder? Das sind alles Leute, Genau, die ein bisschen suchen, die ein bisschen, andere Vorstellungen vom Leben haben und genau. dann müssen die auf relativ engem Raum mit Ja. Strukturen zusammen sein und irgendwie den Tag gestalten. Und Was mit diesen Persönlichkeiten, die sie mitbringen, eben, oder? ja, Dort gibt es auch solche, die gerne möchten der Chef sein oder andere unterdrücken und so weiter. Also das ist ja nicht gegeben. Nur weil man einen spirituellen Weg geht, ist man nicht ein besserer Mensch. ja. Das hat sich ja beim Tschögi am Trungpa dann auch ein bisschen Ja, gezeigt, oder? klar. Gut, aber eben, das ist der Freiheitsaspekt. Es gibt viel, also ich finde jetzt, es gibt ja viele Sendungen auch über den Buddhismus, wo Sachen schieflaufen, eben Ja. mit sexuellem Missbrauch etc. Und das ist natürlich wahr, aber man muss auch nicht idealisieren und denken, die Meister sind göttliche Wesen, sondern sie sind Menschen wie du und ich und haben aber einfach noch einen Teil, der fantastisch ist. Mhm. Man wird eigentlich ein bisschen tolerant. Ich lese gerne so Bücher über all die schrecklichen Sachen, die da passiert sind, auch in San Francisco, oder? Ja. Sind ja auch so viele Sachen gelaufen mit dem Richard Baker, oder wie heißt er? Einer von diesen 10 Meister. Ja, eben, es gibt immer wieder Meister, wo man das Gefühl hat, die sind recht verwirklicht gewesen und dann haben sie Genau, grausige Misstritte, furchtbar. gemacht, irgendwie Missbrauch Ja, und ganz viel, ganz viel. Geldveruntreuen oder das Ja, gibt's. ja, ja, ja. Wie der Kirche in der katholischen. Ja, ja. Und Mhm. jetzt ist ja grade wo ist es? Ich glaube in Thailand ist grad so ein Skandal gewesen mit, buddhistischen Mönchen, wo irgendwie, die sind erpresst worden von einer Frau, die Ah, hat was? irgendwie Ah ja, stimmt, ich ich habe glaube, es die hat Sex gelesen. gehabt mit ihnen und hat das Ja, dann noch auf genau. Video aufgenommen und hat irgendwie Ja, genau. Tempelgelder haben sie dann der Genau. gegeben und alles. Also, Ja, genau. das hat dann auch bei vielen, glaube ich, irgendwie so den Ruf vom Buddhismus in Thailand recht geschädigt, ja. Ja, klar. Wobei man muss auch sehen, in Thailand ist ja das quasi Teil vom Weg. Man geht dann, fast auch in Japan, geht auch der Sohn in den Tempel. Es sind ja nicht unbedingt spirituelle Leute. Mhm. Es heisst einfach Mönch, aber es hat ja eigentlich nicht so viel Bedeutung. Darum können sie auch Auto und weiss auch nicht was haben Alles. als ja. Genau. Du hast angetönt, du bist dann zum Sehen gegangen, noch nach dies nach. Und zwar zum Fotosehen mit dem Brad Warner. Ja, genau. Der Brad Warner ist ja, du hast gesagt 50, hat Bücher geschrieben, wo irgendwie Hardcore, Zen Zen ist eins, ja. Das heissen. erste war das. Genau. Ich habe jetzt alle gelesen, sie sind wahnsinnig gut. Was fasziniert dich an ihm, oder was ist es, was dich in Richtung Zen gezogen hat? Also weißt du, Ja, der kaschmirische Schiaismus kenne ich jetzt gar nicht, weiss ich nicht, wie er von der Form ist. Der tibetische Buddhismus hat für mich immer so ein bisschen etwas, katholisches. Ja, Katholisches, so ein bisschen total. mit Zeremonien und Ja, ist auch wichtig. Und Zen hat ja auch recht viel hat auch viel Zeremonien Struktur. und ist auch Ja, streng. ja. Ähm, Wie soll ich jetzt das sagen? Ich bin ja noch Ritualbegleiterin. Mhm. Ich brauche es aber eigentlich praktisch nie, aber das bin ich ja, weil mir das immer gefallen hat. Ich bin schon als Reformierte immer ein klein bisschen habe ich übergewechselt zum Katholizismus, weil mir das immer wahnsinnig gefallen hat. Die Lichter, die Kerzen, die Gesänge und natürlich dann in Indien ihre, oder? Kerzen, Räucherstäbli und Trari Trara. Ich finde das schön. Mhm. Und dann hat der Peter Wild, wo ja auch ein Katholik ist, oder ich weiß nicht, ob er aus der Kirche austreten ist, er ist einfach kein Mönch mehr. Der hat das schon gelockert, oder? Wir haben dann während der Retreats teilweise Yoga gehabt. Er hat einfach das gemacht, was er gefunden hat, ist gut für die Menschen, Mhm. oder? Wir haben auch nicht Sutras gesungen, aber wir haben Kinhin gemacht, also das Laufen und so weiter. Da habe ich gemerkt, das geht, man kann das erschaffen, die Welt, wo beides möglich ist, oder? Und beim Brad Warner ist es so gewesen, dass er ja eigentlich überrascht war, dass er als
Meister erklärt worden ist von dem japanischen Lehrer, den er hatte. Und er war auch sehr umstritten gewesen. Alle haben gesagt, was, der? Wieso darf jetzt der weiter Der kommt lehren? irgendwie aus dem Punk, oder? Er war ein Punk-Musiker. Ja. Und er ist dann auf Japan arbeiten, hat in diesen Godzilla-Filmen mitgemacht und hat dann schon in Amerika angefangen zu meditieren, bei jemandem, wo ihm wichtig ist, also im Zen. Und dann hat er dort einen Lehrer gefunden und er hat den Lehrer überhaupt nicht mögen. Das finde ich eben so cool in diesen Büchern, oder? Er hat gedacht, oh nein, was ist ja das für ein blöder Japaner, oder? Der nimmt sich so wichtig und so und hat erst mit der Zeit, und das ist ja eigentlich auch der Punkt, mit der Zeit fängt man erst an zu merken, um was es geht, oder? Und das hat er so gut beschrieben. Und dann ist er eben da quasi Zen-Meister geworden. Und er hat dann auch so lustig geschrieben über die Gewänder, die man anlegen muss. Und er hat immer so geschwitzt darunter. Er hat das so vermenschlicht, oder? Es ist nicht einfach, wow, ein Zen-Meister in dieser schwarzen Robe, sondern er hat gesagt, es ist unglaublich blöd, so eine Robe anzuhaben, oder? Wo man so schwitzt. Und das hat mir mega gefallen, das Menschliche. So das Nähe an, was das wirklich bedeutet, wenn man das macht, oder? Und hat das dann auch einen Einfluss auf die Praxis? Also die menschliche Seite ist ja das eine, oder? Da denkst du, er nimmt seine Roben auch nicht so ernst, wie man es manchmal Ja, bei gewissen Sehleuten das Gefühl hat. Und ich habe das Gefühl, das ist wahnsinnig. Ohne ihre Roben könnt ihr jetzt nicht meditieren. Es gibt ja, ja, glaube ich, auch richtig, die sagen, Meditation ohne Roben ist keine Meditation. ja, das kenne ich nicht. Dort, wo ich jetzt bin, darf ich ohne Robe. Ja. Genau, man kann ja gar nicht Leute neu holen, wenn die müssten eine Robe haben. Also, Ja, ist ja ein ja. bisschen komisch. Vielleicht ist es dann bei denen noch keine richtige, aber irgendwann ist es dann eine Ja, richtige. ja, Und wenn klar. man Also, dann es die gibt Roben nicht natürlich anhat. Stufen, oder? Also, Ja. das finde ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Sag noch mal die Frage, ich habe es jetzt Jetzt wieder habe ich sie selber vergessen. vergessen. Die Frage war, glaube ich, nein, ich weiss sie wirklich nicht mehr. Wegen Äh, dem Brad Ja genau, ob es dann auch auf die Praxis einen Einfluss hat. Also auf weißt du, seine? nein, auf deine, also oder auf die Vermittlung von der Praxis. So, das menschliche Überkommen ist ja das eine, oder? Das Ja, heisst einmal, du hast vielleicht einen Lehrer, der nicht irgendwo hoch auf dem Sockel oben hockt und irgendwie ja, völlig, eben du hast abgespaced das Gefühl, ist. der ist irgendwie von einer anderen Mhm, Welt, mhm. sondern merkst du, hey, das ist ein Mensch und der schwitzt auch unter Ja. seiner schwarzen Robe. Das ist so das eine. Mhm. Was hat es da für Praxisimpuls vermittelt? Oder wie hat es Also, es deine hat Praxis verändert? Ja, also ich bin ja da noch nicht, ich habe ihn gelesen, aber ich habe ihn noch nicht getroffen gehabt. Es hat mich einfach bestätigt, aber ich muss sagen, ich habe irgendwann einmal, ich weiß nicht mehr, was es war, habe ich mir selber ein Commitment abgegeben, dass ich jeden Tag meditiere, weil ich gemerkt habe, ich muss das machen, weil sonst verfluddert das. Und es Mhm. wird ja auch immer gesagt, eigentlich, wenn man selber meditiert, dann muss man immer darauf achten, dass man nicht einfach denkt, komm, ich mache jetzt nur 20 Minuten und es fängt an zu fallen. Und ich habe dann gemerkt, ich muss mich selber dafür entscheiden, dass ich Meditieren als das Wichtigste anschaue in einem gewissen Sinn. Oder? Mhm. Den Weg, den spirituellen Weg gehen. Was auch immer dann, ich glaube, das habe ich schon gemacht, als ich noch kaschmirischen Shivaismus gelesen habe. Als ich gewusst habe, ich muss mich entscheiden dafür, dass ich so einen Weg will gehen. Das ist wichtig in meinem Leben. So. Und das hat sich ein bisschen vertieft, als ich seine Bücher angefangen zu lesen und ich gemerkt habe, das tut mir gut. Es ist wichtig, dass ich das mache. Ähm, weil er sehr gut über das geschrieben hat, über das Unnennbare, wo passiert während dem Meditieren. Mhm. Und auch die Zweifel, die man haben kann und auch, und auch, wie es einem kann gehen während dem Meditieren. Das hat er wahnsinnig gut beschrieben. Am Anfang in seinen Büchern ist ja seine Frau hat sich getrennt von ihm und er hat eine neue Freundin gehabt und er hat phasenweise einfach nur brüllt in diesen Retreats. Und das ist mir natürlich auch so gegangen, wo mein Mann gestorben ist. Dass wenn du meditierst, kommst du so näher an deine eigenen Sachen an, Mhm. dass du, also da gibt's niemand anders, der das schafft, dass du so näher an dein eigenes Zeug herankommst, oder? Und ich habe gewusst, ich meditiere, um mit mir in Kontakt zu sein. Weil die Welt ist so wahnsinnig eine grosse Ablenkung, oder? Mhm. Und was machst oder was ist denn dein Rat, wenn in der Meditation jetzt gerade so krasse Wellen von irgendwelchen Emotionen Einfach da sind? zulassen. Das ist wirklich, das ist wichtig und das ist, normal. Man kommt an solche Orte an in einer eigenen Seele, wo einfach wahnsinnig wehtun oder wo man sich wahnsinnig schämt oder wo man denkt, das hätte ich nie sollen sagen oder das kommt automatisch unten nur. Das ist ja wie eine Art ein Säuberungs- und Reinigungsprozess, Mhm. wo wie das Wasser geklärt wird oder der Geist natürlich.
Und das soll so sein. Und ich habe das dürfen. Ich weiss jetzt nicht, wie das wäre jetzt in dieser Gruppe, wo ich bin. Wahrscheinlich würde das auch gehen. Aber hier mit dem Peter Wild, da habe ich also einfach geschluchzt und brüllt und dann habe ich dann das Teaching gehabt bei ihm und konnte mit ihm über das reden. Und das war einfach okay gewesen. Mhm. Und ich würde sagen, das ist beim Brad Warner sicher auch so. Ja, ich glaube, es ist einmal für eine Gruppe dann vielleicht noch Genau. schwierig irgendwie zu akzeptieren, dass jetzt jemandem so schlecht geht und dass trotzdem gut ist, Ja, genau. wie es Das darf ist. sein, Ja. genau. Ich habe natürlich nicht laut schluchzen und geheult. Ich habe mich schon ein bisschen beherrscht, aber es ist einfach grunen wie verrückt, oder? Ja. Und wie merkt man dann, ob man jetzt noch quasi in einer Meditation ist oder ob man einfach anfängt, irgendwie darüber nachzudenken und irgendwie Mühle, was ja dann auch nicht immer nur produktiv Ja, ist. also ich würde sagen, in der Anfangszeiten von der Meditation mühlen sicher immer. Ja. Also ich habe ja nicht so viele Patienten, die meditieren, aber die einen, die noch nicht so lange meditieren, sagen dann, ich denke einfach immer. Dann sage ich, ja, das ist so, wir denken immer und das ist normal, oder? Und das macht einem wahnsinnig, wenn man das nicht geübt hat. Es denkt einfach. Es ist die Funktion von unserem Gehirn, dass es vor sich hin plappert. Mhm. Und das ist okay, aber das muss man wie lernen loslassen. Das ist ja auch die grosse Übung, oder? Dass man dann nicht diesen Gedanken reinrennt. Genau, also ich meine, bei mir ist so, es denkt auch die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, so im Normalfall kann ich das auch so ein bisschen einfach sein lassen, wie der Vogel, der zwitschert, oder? Aber ich meine jetzt, wenn man in so einer Ja, emotional sehr, ja. sehr aufgewühlten Situation ist, also weißt du, wo ist dann so ein bisschen die Grenze von, es lohnt sich jetzt wirklich aufs Küssi zu sitzen und wo stürzt man sich einfach quasi noch mehr ins Elend? Das ist Mhm. meine Frage. Das ist eine gute Frage, finde ich, weil das ist ja abhängig von deiner inneren Struktur. Mhm. Und es gibt also auch Ratschläge, also Leute, die instabil sind, sollen nicht meditieren, oder? Da macht man andere Übungen, was im MBSR hat es ja viel gute Stabilisierungsübungen oder auch geführte Was Meditation. meinst du mit instabil? Also wenn du, das ist jetzt auch wieder ein Konzept aus der Psychologie, wenn du eine seelische Struktur hast, die ein bisschen gewackelig ist und unsicher und nicht gefestigt. Mhm. Und das ist vielleicht etwas, was du nicht hast, weil du eine gute Familie gehabt hast und eine gute, wie soll ich sagen? Ich wollte sagen Aufzucht, das wäre jetzt ganz falsches Wort. Upbringing auf Englisch, ja Ja, genau. genau. Also quasi deine Erziehung, die ist der Boden ist gutes Fundament, oder? Mhm. Aber wenn das Fundament nicht gut ist, muss man sehr aufpassen mit solchen Techniken, also weil das kann wirklich schieflaufen. Als ich in Indien war, ist eine Kollegin, weil man ist ja dann immer mit den Westlern ein bisschen zusammen, die ist in einen Vipassana-Retreat und die ist nachher nicht mehr zurückgekommen. Nachher haben wir sie dann mal gesehen und sie ist durchgedreht in diesem Retreat und ist über die Mauern geklettert und Blut auf der Straße rumgelaufen und hat nicht mehr gewusst, wo sie ist und so. Und das kann passieren und darum muss man schon eine gute innere Struktur haben, um meditieren. Und da muss man eben einen Lehrer haben, Mhm. der einem dann sagt oder der merkt, ich würde jetzt das nicht machen, so einen Retreat zum Beispiel, könnte man das sagen jemandem, oder? Oder im Retreat dann vielleicht den Fuß ein bisschen vom Gaspedal nehmen. Und Das ist schwierig, oder? Also gerade jetzt so die Vipassana, die 10-tägige, glaube ich, hast du auch schon mal gemacht, oder? also ich habe schon viel Retreat gemacht, aber ich nehme an, du meinst die Vipassana nach Ja, Cuenca? genau. So eines habe ich nie gemacht, Das ist nein. eben so einer gewesen und die sind, glaube ich, mega happig. Ja, Also wenn du das noch nie gemacht hast, oder? Schweigen 10 Tage und also Hardcore. Und die Frau, die ich jetzt erzählt habe, die ist eben dort an so einem Retreat mhm. dekompensiert. Ja. Ja, es gibt, jetzt ist gerade vor 2, 3 Wochen ist wieder eine neue Podcast-Reihe rausgekommen, wo es genau die Organisation anschaut und dort auch so ein bisschen die problematischen Ach so, Seiten thematisieren. Mir scheint, dass dort halt auch noch eine von der Schwierigkeiten ist. Es ist ja recht eine grosse weltweite Organisation. Die haben ja, sehr viele Retreatzentren. Was extrem schön ist, ja, die sind ja völlig spendenbasiert. ja, Das heisst, es gibt halt immer wieder Leute, die sich, glaube ich, auch nicht sehr gut informieren, auf was sich da einlösen einerseits. richtig. Mhm. Und auf der anderen Seite sind es, glaube ich, zum Teil auch im Gegensatz zu anderen Retreats nicht quasi qualifizierte Meditationslehrer mit langjähriger Erfahrung, sondern mehr eine Art ehrenamtliche Helfer, die das betreuen. Und ist vielleicht für die dann auch schwieriger zum Einschätzen, wenn jetzt Sehr eben jemand schwierig. einfach sagen sollte, sorry, du bist jetzt wirklich genug. Ja.
Genau. Oder wenn man dann sagt, ja, so ein bisschen Körperauflösung und so, das gehört dazu. Und ja, das gehört dazu, wenn es Aber gut nicht in dem läuft. Stadium, Aber oder? ja, genau. Ja, und es ist auch so, dass, denke ich, also ich habe eine Patientin gehabt, die ist im tibetischen Buddhismus meditieren und ich bin also verschrocken, wie wenig sie betreut war. Weil deren ist es auch nicht gut gegangen und es hat eigentlich überhaupt keinen Lehrer-Schüler-Austausch gegeben, oder? Also, wo man ein persönliches Gespräch hat können führen über seine Sorgen oder wo man gerade steht. Und das finde ich ist eigentlich unverzichtbar. Ja. Also, es müsste angeboten werden, finde ich persönlich, dass man weiß, man kann das. Und das ist jetzt natürlich auch meine psychologische Sicht auf Dinge. Es ist einfach nicht für alle Leute gleich gut meditieren. Mhm. Und man muss es langsam aufbauen. Also ich denke, am Schluss nützt es allen etwas, aber das Niveau, wie man anfängt, muss sehr gut ausgelesen sein. Das ist eben auch noch etwas, oder, bei diesen Vipassana nach Goenka-Retreats. Du hast gesagt, sie sind saumässig hart, also sie fangen früh am Morgen an, man sitzt nur, man hat eigentlich keine Ja, Gehmeditation dazwischen. Ist natürlich auch so ein bisschen wie wenn du als Gelegenheitsjogger je nachdem dann an einem Marathon genau. anmeldest, oder? Exakt das Gleiche, genau. Also, aber wenn man jetzt irgendwie, weiss auch nicht, es gibt ja heute mittlerweile echt viele Apps, wo man kann meditieren Ja. und so weiter. Denkst du, dort besteht auch Gefahr, dass man so in so schwierige Gefilde hineinkommt? Also, die Apps sind ja meistens auch geführte Ja. Meditationen, oder? Und da finde ich, ist es eigentlich weniger heikel, weil du hast ja immer eine Stimme, die dich leiten und führen. Ich Mhm. glaube, Schwiegerretreats, wo niemand redet und wo du einfach mit dir selber dort sitzt, dort könntest du so absacken oder irgendwie in ein Loch hineingehen. Mhm. Aber ich finde auch bei diesen Apps, oder, das ist ja immer das Wohlfühl-Meditieren, wo ich ein bisschen mit ich bin ein Mensch mit Verachtung anschaue. Ich denke dann: «Ja, macht das», aber es ist ja dann so eine Art Wellness, dass es einem besser geht und ich weiss nicht, wie tief zu dir selber kommst mit diesen Meditationen. Ja. Ich weiss es nicht, Also, es gibt verschiedene. Ich kenne 2, 3 Apps, wo ich die noch denke, die gut sind. durchaus tief gehen, Ja, ja. mhm. Allerdings sind die auf Englisch, aber ich habe auch Ja, aufgehört zu suchen im Deutschen. ja. Aber ich glaube, es gibt schon solche, die auch weitergehen als nur Okay, da bin ich zu wenig. ein bisschen Ja, Happiness habe ich mich oder nicht so. befasst damit. Ja, ich finde ja auch eben die MBSR, habe ich sehr kritisch betrachtet. Also dann auch mit der Lehrerin, die ich hatte und so. Aber im Rahmen von dem, was sie anbietet, finde ich das durchaus legitim, so einen Kurs. Also das ist ein Starter-Set, oder? Das finde Mhm. ich gut. Und ich habe mal einen Vortrag gehalten darüber und habe dann das so verglichen wie Buddhismus und Meditation im reinen Sinn, Anführungs-Schlusszeichen. Und MBSR ist ein bisschen wie Baden in einer Badewanne und Schwimmen im Ozean, oder? Es sind Mhm. zwei verschiedene Sachen, aber Baden in einer Badewanne ist durchaus eine gute Sache. Also, Je ich bin nachdem. auch über MBSR zur buddhistischen Meditation Genau, gekommen. siehst Also, ja, da bin ja. ich mal nass gewesen von der Ja, Badewanne und dann habe ich und gefunden, dann hast du Nasssein ist noch gedacht: lässig. «Interessant», Ja, ja, genau, genau, ja, genau. ja. Mhm. Was ich noch spannend finde, du hast jetzt gesagt, ja, die Apps, die Ja, sind ich ja quasi weiss. mehr ein bisschen Wohlfühl. Ähm, Jetzt bist du im Zen unterwegs. Ja. Mit was für einem Ziel dann? Also, wenn es nicht das Wohlfühlen ist? Also sicher nicht das Wohlfühlen. Was würde ich jetzt sagen? Das ist eine gute Frage. Eben, es ist ja ziellos. Eigentlich kämpft man mit dem oder ich kämpfe mit dem immer, mit dem Ziellosen in einem gewissen Sinn. Und das ist ja das wo man nicht ausdrücken kann und wo auch beim Krishnamurti so unmöglich ist. Es gibt ja keine Hilfe, es gibt ja keine Hoffnung. Man macht etwas, ohne dass es noch jemand hinführt, quasi. Irgendwann, wenn man lange meditiert, merkt man ja, ich habe mich verändert, oder? Aber das ist ja nicht etwas, das ist quasi wie ein Wachstum, ein Inneres auf eine Art, oder? Aber es ist nicht, ich weiss nicht, wo es hinführt, ehrlich gesagt. Ich habe teilweise schon so kleine Erfahrungen gemacht von Öffnung et aber ich denke schon, es hat damit zu tun, dass man dabei bleibt. Also, da kommen mir dann die 6 Paramitas in den Sinn, also dass die Wege, wie man weise wird und da gehört eins ist Geduld, oder? Mhm. Geduldig einfach das machen. Und das ist so eine grosse Sache, geduldig das einfach machen. Mhm. Und mit dem umgehen, dass es einem stinkt, mit dem umgehen, dass es einfach nicht passt, mit dem umgehen, dass es heute so blöd ist, die Meditation, mit dem umgehen, dass ich die ganze Zeit muss darüber nachdenken, wie macht man den Kuchen schon wieder. Das alles ist
der Prozess, oder? Es gibt quasi kein ideales, reines Leben. Man lernt leben mit dem Leben, das wir haben. Mhm. Und das ist praktisch unerklärlich, warum man das machen soll. Ich finde es total spannend, oder? Du hast jetzt Parameter angesprochen, Geduld. Also hast du dann auch, wenn du jetzt so zurückschaust, eine Veränderung festgestellt? Weißt du, von aussen? Oder haben die Leute dir gesagt, du bist nicht mehr, wie du früher warst? Nein, gar nicht. Aber die wissen ja gar nicht, was ich mache. Und mein Bekanntenkreis hat sich auch verändert. Ich Ja. habe bestimmte Leute sind nicht mehr in meinem Bekanntenkreis. Früher bin ich gerne auf Gas und habe viel getrunken und. Solche Leute kenne ich eigentlich nicht mehr. Ich bin jetzt eine Teetrinkerin, oder das stimmt nicht. Ich habe immer noch mega gerne Alkohol. Aber es hat einfach auch Veränderung gegeben im Umfeld, Ja. oder? Also, es hat andere Menschen um mich herum, oder? Und eben im Zen gibt es ja recht wenig Anleitungen, wie man meditiert, oder? Oder ist das in dieser Richtung, die du jetzt Ja, praktizierst? also man muss einfach richtig sitzen Mhm. und man muss schweigen und man sollte sich nicht bewegen und man, ja, es gibt eigentlich keine Anleitungen. Und darum tut man ja auch noch Sachen lesen. Mhm. Also man tut ja Dogen lesen, was fast unmöglich ist, wahnsinnig schwierig, aber darum hat man den Brett Warner, der Dogen erklärt, oder Also Dogen ist das ist eigentlich der der Grosse. Begründer von der Soto Ja, Zen-Linie. genau. Im Ja. Grunde genommen sehr schwierig. Und dann merkst du eben auch, wenn du das liest, wie unglaublich schwierig das ist, das Dasein beschreiben, das reine Dasein als Mensch. Das kannst du gar nicht in Wort fassen, weil jedes Wort ist schon eine Verschiebung weg von dem Dasein, oder? Mhm. Und ja, also lesen muss man unbedingt noch. Also ich bin der Typ, der noch lesen muss, so. Es hilft. Und wenn man jetzt sagt, okay, es gibt keine Anleitung, man sitzt einfach, aber das Sitzen ist wichtig. Also Die was Art, sagst wie man du, sitzt. Mhm. sogar dort, wie man sitzt, also was sagst du zu den Leuten, die sagen, ja, meine Meditation ist Schwimmen oder das Joggen oder das Gärtnern oder das Ja. Kochen? Ist auch eine Form von Meditation, sicher, aber es ist nicht Zen-Meditation, oder? Ja. Also, ich finde Meditation, so wie ich sie verstehe, als allen Traditionen gemeinsam ist, still mit sich dasitzen. Mhm. Kontemplation im Christlichen, wo man sich vertieft, dort hat man also quasi auch Mantren, wo man, Amen oder irgendwelche Wörter mitnimmt, so weiter. Aber das sind alles Vertiefungspraxis. Mhm. Und ohne, dass man etwas macht. Definitiv. Aber dass es meditativ kann sein, ein Teig kneten, auf jeden Fall. Aber es ist nicht Meditation. Mhm. Sage ich jetzt, die Ja. grossartige Für, Ulla. für dich, genau. Du hast etwas vorher noch angesprochen, was glaube ich noch wichtig ist, dass wir vielleicht auch noch mal darauf zurückkommen mit dem Sinn, nämlich Gemeinschaft. Ja, Wo du gesagt hast, du hast mir im Vorgespräch gesagt, Gemeinschaft ist ein ganz wichtiger sehr. Grund, dass du jetzt das machst, was du jetzt machst. Genau. Ja, also ich habe jetzt in dieser Gruppe Anschluss gefunden mit Menschen, die schon sehr lange meditieren, schon sehr lange auf dem Weg sind, nicht wie ich, so ein Eklektiker. Und das sind einfach ganz wunderbare Menschen, muss ich sagen. Es ist ganz offen und frei und unkompliziert und interessant und einfach toll. Ich muss sagen, das ist so wirklich auch ein Grund, warum ich mich jetzt so daheim fühle dort. Mhm. Und ich habe ja das hat eigentlich angefangen, weil ich bin ja beim Brad Warner in Finnland meditieren und dort ist auch eine Gruppe aus Helsinki natürlich, die das organisiert. Und weil wir ja schweigen, spielt das nicht so einen Ruggel und Teachings sind ja Englisch dann. Man kann ja Einzelgespräche haben dann immer mit den Lehrern. Und dann habe ich gemerkt, ich würde das gerne haben auch, oder? Und ich habe ihm dann gesagt, ich sei einfach so einsam in Zürich. Und er hat mir dann gesagt, er würde empfehlen, dass ich die Tyson Deschimaro-Leute mal anschaue. Mhm. Das sind Soto-10 Leute, die in Europa sind, oder? Ja. Und das habe ich erst jetzt so gemerkt, es sind zwei komplett verschiedene Welten, die europäische Szenenwelt und die Ah amerikanische. ja, wie unterscheidet sich? Also einfach ganz verschiedene Lehrer. Also die amerikanische Szenenwelt ist ja sehr bekannt worden, oder? Der Suzuki
Roshi, dann all die, eben der Baker und all die Leute, die dort in San Francisco, das Sahara, das Kloster quasi in Kalifornien, das ist bekannt und da gibt's viele Bücher und man weiss viel und so. Und das Französisch, also ist ja in Frankreich der Saint-Déchimard, der grosse Haupttempel, das ist eine eigene Welt, aber eine grosse auch. Ich hatte einfach keinen Zugang gehabt, weil ich immer so auf den englischsprachigen Raum gerichtet bin. Ich kann nicht so gut Französisch, ehrlich gesagt. Mal schauen. Also, und ich bin jetzt ja in Zürich, die reden nicht Französisch. Und sitzen ist ja im Schweigen. Eben, genau. Du hast gesagt, du bist mit 16 oder so aus der Kirche austreten. Ja. Und dann bist du Ein bisschen irgendwann später, glaube ich, 18, 19 oder so, aber ja. so in der Jugend, Ja. oder späte Jugend. Und dann bist du wieder eingetreten. Ja, genau. Wann bist du wieder eingetreten und warum? Nach dem Tod von meinem Mann. Wir haben eine Abdankung gemacht in der Kirche, im Jakob, die offene Kirche, und dann hat mich nachher der Pfarrer gefragt, ob ich nicht in die Kirchenpflege kommen will. Gerade so. Er hat mich einfach mögen. Er hat das interessant gefunden, die Welt, oder? Er ist jetzt zu uns heimgekommen und er hat, glaube ich, alles sehr interessant gefunden. Er hat ja dann schon gesehen, Indisch und so. Und er hat mich sehr gern gehabt. Und dann hat er gesagt, ob ich das machen will. Und dann habe ich gefunden, das ist eigentlich eine super Idee, weil ich möchte tätig sein. Oder? Spiritualität heisst ja nicht nur einfach sitzen und für sich schauen, sondern aktiv handeln. Und das gefällt mir auch, muss ich sagen, im Christentum oder vor allem in der reformierten Kirche, das Soziale, dass man schaut, dass es allen Leuten gut geht. Oder? Das ist ja auch quasi ein Bodhisattva-Weg. Man hilft. Und dann bin ich quasi in diese Organisation eingestiegen, auf der organisatorischen Ebene. Hat mega Spass gemacht. Du hast gesagt St. Jakob, oder? Das Ja. ist die dort beim Stauffacher. Ja. Das ist auch sehr eine offene Sehr Kirche. eine Also die offene hat ja keine Bank drin und es hat einmal Richtig. der Peter Hüseyin Kunz, den ich auch Ja, schon interviewt genau. habe, macht der ja ist dort auch- seine Kreis Ja, genau. Ritual, also Sufis, die dort Ja, es sind. hat ja immer so Anlässe, wo dann Genau. auch 10 Leute, das ist dann Universalreligion, gibt es einen Anlass einmal im Jahr, wo alle kommen und dann ihre auch Schamanen und so alles Mögliche, die ihre Sachen vorstellen oder auch einen Gottesdienst haben. Das ist spannend. Aber verkommt dann die reformierte Kirche zum Gemischtwarenladen? Also ich finde, es ist ein bisschen ein ähnliches Problem wie mit der Demokratie, oder? Wenn wir alles zulässt, dann fängt das, was nicht so gut ist, auch anfangen zunehmen, oder? Also es gibt dann keine Regeln mehr und keine Ordnungen mehr. Ich bin ein recht ordentlicher Mensch, oder ich finde auch Strukturen sehr wichtig. Und es ist heikel, finde ich. Ein Gemischtwarenladen würde ich jetzt nicht sagen, weil das ist ein Raum, den man mieten kann. Ja. Also mehr einfach der Raum dort. Der Raum ist einfach offen, oder? Aber es gibt ja immer noch Sonntagspredigten und so, sehr schlecht besucht. Es ist ja so, die verschiedenen kirchlichen Aktivitäten schrumpfen, also, und es treten auch sehr viele Leute aus. Ich kann es noch verstehen, oder? Weil es ist auch irgendwie so bitter auf eine Art, ein bisschen. Also jetzt finde ich, all die, wo ich in dem Kirchenkreis, wo ich jetzt gearbeitet habe, eigentlich nicht, aber es hat trotzdem irgendwie ein bisschen etwas Bitters. Ich weiss den Gucker warum. Mhm. Und wenn du dort tätig warst, für dich, also ist dann für dich mehr einfach eine organisatorische Aufgabe gewesen? Oder sagst du, hey, wirklich das Christliche ist mir wichtig, nebst dem Sinn, und das bringe ich zusammen, oder das halte ich ganz getrennt? Oder wie handhabst du das? Also das war ja vorher gewesen. Also meditiert habe ich immer Ja. und dann habe ich einfach noch die Arbeit gemacht. Ah, okay. Und das ist ja quasi, ich bin dann zuständig für die Diakonie und habe Mitarbeitergespräche gehabt und so Sachen, oder? Das ist ja wie ein Betrieb. Ja. Und dann bin ich aber auch, ich bin dann in einer zweiten Phase nochmal in die Kirche rein, das war jetzt gewesen, ich habe jetzt aufgehört im 22, glaube ich. Dort bin ich dann schon auch gerne in die Kirche, weil es hat schon auch eine Magie, wenn ich mit einer Freundin von mir dort stehe und singe, oder? Ist einfach schön. Und das ist eben meine alte Kinderseele, die sich dann freut an so Sachen. Ist einfach schön auch. Stichwort Magie ist vielleicht noch gut. Du hast nämlich auch noch 2 Ausbildungen gemacht, die mich schon an Wunder nimmt. Das eine ist etwas in Richtung Astrologie Ja. und das andere ist I Ching. Oder Ja, genau. spricht man es I I Ching, ja, genau. Also Astrologie habe ich gemacht immer ganz früher. In jungen Jahren bin ich beim Wolfgang Döbereiner in so Kurs gegangen. Wer ist das? Also, sagt Der mir, lebt mir nicht mehr. Das ist ein Münchner
Astrologe gewesen, auch ein ganz schräger Vogel, muss ich sagen. Und der hat die Münchner Rhythmenlehre erfunden sozusagen, und zwar auch wieder das Zyklische, das gefällt mir halt. Dass wir quasi eingebunden sind in bestimmte Rhythmen und eine bestimmte Form haben und dass die Formen immer wieder aktiviert werden, dass man Phasen hat im Leben, wo man keinen Erfolg hat, weil jetzt gerade so Planeten sind im Verhältnis zu deiner Struktur. Das hat mich sehr fasziniert. Da habe ich viel gemacht und ich habe eigentlich, bevor ich Psychologie und Psychotherapie gemacht habe, habe ich auch Leute gehabt, die zu mir in die Beratung gekommen sind, aufs Horoskop hin. Ich habe sie auch noch auf der Website, aber es kommt überhaupt niemand mehr. Es ist schon okay jetzt, aber das Aber ist ist das nicht komplett irgendwie auch ein vorbei. bisschen, wie soll ich sagen, entmündigend, wenn man den Planeten die Verantwortung übergibt für das, was Nein, passiert? ich finde nicht, sondern es ist eigentlich eine Erleichterung, wenn man sagen kann, jetzt ist es eine Zeit, wo musst jetzt dich nicht so anstrengen. Weil wir haben ja immer das Gefühl, wir haben das Leben im Griff. Wir können machen, was wir wollen, immer, wenn wir wollen. Und das stimmt ja nicht. Es gibt Phasen, wo es einfach nicht gelingt. Weißt, du findest keine Stelle und deine Frau verlässt dich und wenn du dann bei einem Astrologen bist und der kann dir sagen, ja, du musst damit rechnen. Ich habe ein paar Leute können klar voraussagen, dann werden sie ein grosses Eheproblem haben. Die sind jetzt noch total begeistert. Ich auch ein bisschen, weil Dass sie ein Eheproblem hatten? ja, sie haben dann wirklich sich fast getrennt in der Zeit, wo ich Okay. gesagt habe, das wird kommen. Also das sind so quasi, wir sind eingebunden in so universale Rhythmen, die uns prägen und wo wir können auch einen Umgang finden können. Wir sind nicht komplett hilflos und man kann dann einfach sagen, aha, es ist jetzt gescheiter, dass ich nicht einen Marathon mache, weil das schaffe ich einfach nicht jetzt im Moment mental. Mhm. Es ist auch eine Hilfestellung, quasi, wo dann wieder kannst überlegen, ja, muss ich jetzt meinen Willen durchsetzen? Nein, jetzt warte ich mal. Mhm. Ich finde das noch schön. Es geht dort viel darum, dass man kann sagen, also das, was ein bisschen fehlt in der Welt heute, bescheiden sein und ein bisschen demütig und nicht alles. Es geht nicht immer alles an. Man kann nicht immer alles machen. Es geht nicht. Mhm. Und dort sind so Rhythmen drin, die das klar aufzeigen. Und dann ist das mit der Ritualarbeit dann natürlich darum so interessant, weil dort sind auch die Rhythmen wahnsinnig wichtig. Mhm. Also die Jahreszeiten, Altersrhythmen. Ich bin jetzt quasi schon fast im Winter in einem Menschenleben, oder ich bin schon so alt. Das hat bestimmte Themen, wo ich jetzt, wenn ich jetzt in der Feuerphase vom Sommer bin, wo du noch willst Karriere machen und so weiter, du kommst jetzt langsam in den Herbst, oder? Danke. Ja, gerne. Und da muss man realistisch sein. Das sind Fakten, oder? Das ist ja Mhm. so. Und das gefällt mir. Mhm. Weil wir vergessen es, wir meinen ja immer, wir sagen immer wahnsinnig toll und wir können alles. Aber es ist gar nicht so, oder? Mhm. Und Sie ging ist eben ist ja eine Divination, oder wie sagt man dem auf Deutsch? Also Ein Divination, Orakel. ja. Und das habe ich gemacht in Indien und das ist ganz interessant, weil ich habe in Indien dann öfters einmal Münzen geworfen, also normalerweise macht man es ja mit so Stäbli. Mhm. Und dann hat es auch so kryptische Deutungen, also der Richard Wilhelm, das ist so, der Jung hat dann das auch so aufgenommen, die Jungianer arbeiten viel mit dem. Dann hat es so Deutungen, der Mond ist am Aufsteigen, gehe nicht in dieses Haus oder so irgendwie. Und dann musst das tut dich dann so anschwingen und du musst irgendwie, das ist eben nicht unbedingt rational, du musst dann erahnen, was könnte das bedeuten. Mhm. Und ich bin dann, wir sind hier in China noch gewesen, und dann habe ich das I Ching geworfen, wo gestanden ist, der Feind sitzt auf einem Bettrand. Und ich habe gedacht, ja Gottfriedli, was heisst eigentlich das wieder? Und als ich heimgekommen bin, ist herausgekommen, dass ich Hautkrebs hatte. Mhm. Und das ist, und das ist, als ich das Krebsurteil bekommen habe, habe ich sofort an das I Ching gedacht. Und habe gedacht, aha, das ist es, der Feind sitzt an meinem Bettrand. Und da gibt es immer noch eine Wandlung, oder? Da gibt es eine Wandlung, aber dort hat es, glaube ich, keine. Ich mag mich nicht mehr erinnern. Ich mag mich nur noch an diesen Satz erinnern. Ja. Das war sehr eindrücklich gewesen, oder? Ja. Und dort ist es auch wieder das Gleiche, dass quasi eine Information bekommst von einer ganz anderen Richtung, wo du am Anfang gar nicht recht rauskommst, aber du musst dich damit auseinandersetzen, das Käuen, Verdauen, Überlegen. Das finde ich wahnsinnig interessante Sachen, weil du es noch nicht weisst am Anfang. Man muss es sich erarbeiten. Und wie schaffst du denn mit dem? Also wenn jetzt jemand kommt und Es kommt sagt, ja niemand, aber also komm, ich komme. Als ich gesagt habe, ich mache diesen Podcast, hatte ich das 12 gehabt, das Stockig. ah was, du machst es auch?
Ja, ich habe es jetzt mal gemacht für diesen Podcast. Ah, was, lustig. Stockig und nachher das 42. Mehrig. Wunderbar. So schön, das ist dann interessant. Was heisst jetzt das? Also wie Also, würdest du jetzt, wir wenn ich müssten ja das... die anderen, ich habe etwa 3 oder 4 Bücher, wir müssten jetzt Müsst das jetzt schon zusammen anschauen. konsultieren? Ja, Ja, ich kann das nicht auswendig. okay. Wir müssen konsultieren und dann würden wir miteinander assoziieren und herausfinden, was ist denn genau die Stockung in dir rein, was hat das für einen Zusammenhang mit dem Podcast, oder es kann ja sein, dass irgendetwas noch klemmt oder wo du merkst, es ist, ich nehme mir zu wenig Zeit, was ich zwar nicht das Gefühl habe, du hast dich so super vorbereitet, aber wir müssten das zusammen ergründen. Ja. Und dann hat es natürlich verschiedene Texte und Ausführungen und so. Es ist Ja. eben nicht etwas, wo du kannst sagen, stockig, aha, das heisst, Das sondern heisst es jetzt genau, ja. auf dich bezogen bedeutet das etwas anderes, wie wenn ich das würde werfen. Und glaube immer auch sehr genau auf die Frage, die man dann stellt, Sehr oder? genau, Ja. ja. Mhm. Ja. Ich finde es toll. Ja. Und mehrig ist ja dann aber, glaube ich, etwas sehr, sehr Ja, Positives. Oder? Das ist, ja, glaube ich, eines es der wächst. positivsten, habe ich dann gelesen. Ja, es ist sehr ein schönes Zeichen. Und du hast ja schon 40, oder wie viel hast du gesagt, Aufnahmen Es ist jetzt gemacht? wirklich auf das Gespräch bezogen gewesen. Aha, gut. Aha, ich hoffe, dass du die Stockung nicht so fest gemerkt hast. Nein, die war eben vielleicht am Anfang, gewesen, bis ich dich angefragt habe. Stimmt, das ist ja, weil du jemand anderes hast ein Interview heute. Aber vielleicht ist es, ja, siehst du, das habe ich jetzt noch nicht einmal gedacht, ja, ich habe jemanden interviewen, der krank geworden ist Ja, und du hast genau. kurzfristig Und einspringen. wann hast du das geworfen? Vor dem? Ja, vor dem. Das Ah, war lang vor siehst dem du? gewesen. Interessant. Ja. Lustig. Eben, Ja. das finde ich interessant. Eigentlich ist das Interessante ja das, was man nicht weiss. Mhm. Oder? Ich finde, unsere Welt ist immer darauf ausgerichtet, dass wir Wissen anhäufen und so viel wie möglich wissen. Aber eigentlich ist es viel interessanter, wenn man etwas nicht weiss und anfängt zu spüren, ahnen, mit Leuten reden, herausfinden, was könnte das bedeuten. Und das fehlt ein bisschen, finde ich, in unserer Welt. Mhm. Oder es ist alles so eben zielgerichtet und am Schluss hat man ein Resultat und dann trinkt man einen Shake und dann hat man 150 Kalorien zu sich genommen und so, oder? Mhm. Mhm. Du hast vorher gesagt, wenn ich im Herbst von meinem Leben komme, oder was war es? Nein. Ich bin im Winter, Du bist du im im Winter, ich Herbst. bin noch im Herbst oder bald im Herbst. Ritual hast du dort angesprochen, Ja. die wichtig sind. Ja, genau. Hast du ein Ritual, das du in deinem Alltag praktizierst? Also bringst du das auch in den Alltag rein oder sind es wirklich so die grossen Sachen wie Weihnachten und so. Hochzeiten, Beerdigungen, Weihnachten? Ja. Also ich würde so sagen, Struktur und Ritual gehört ein bisschen zusammen, oder? Mhm. Ein Ritual ist ein Gerüst ein bisschen oder eine Struktur, wo macht, dass das, was du dann willst machen, aufwertet oder Bedeutung schenkt, sozusagen, oder? Mhm. Ein Ritual ist eine Art eine Verdichtung von etwas. Und ich mache, also Meditation ist ein Ritual, Sitzen ist ein Ritual. Wenn wir in der Gruppe sind, singen wir Sutra, singen, ist ein Ritual. Wir machen Prostrationen, ist ein Ritual. Ich tue auch noch beten. Mhm. Das habe ich mir angewöhnt und das tut mir gut. Also das Vaterunser, Mhm. wo ich immer auch wieder darüber nachdenken muss, warum mache ich das? Und ich merke, es ist ein spezielles Gebet. Ich habe immer verschiedene Gefühle dem gegenüber, weil es ist ja auch so eine Art, «Mach du das?» oder «Hilf mir da dabei?» oder so. Es ist noch eben so mit meiner Kinderseele verbunden. Aber es ist auch ein schönes Ritual und auch wenn ich zum Beispiel manchmal in die Kirche gehe und wir zusammen beten, das ist so stark, das hat so eine Energie. Und wahrscheinlich auch, weil das über Jahrhunderte gemacht worden ist, ich weiss es nicht. Man steigt in einen Energiestrom hinein, auf eine Art mit so Ritual. Oder in Indien, wo alle Leute am Morgen baden und die Sonne verehren mit dem Gang ins Wasser und sich waschen und so. Das ist einfach unglaublich stark, weil das machen sie jeden Tag. Mhm. Das ist unglaublich. Aber eben, es kann auch eng werden, oder? Ja. Und das kommt, glaube ich, schon ein bisschen auf die Seele drauf an, die man hat. Kirche war ja ein wichtiger Pfeiler für Ritual, oder? Wahnsinnig. Katholizismus. Katholizismus. Oh Und mein jetzt fällt Gott. das aber immer mehr weg, oder? Mhm. Immer mehr Leute laufen ihnen weg. Ja. Ratest du den Leuten eigentlich selber ihre eigenen Rituale zu schaffen? Ich finde, warum nicht?
Ja. Also ich finde, da kann jeder selber spüren. Also die meisten sagen ja, ich mache jeden Morgen einen Cappuccino. Aber wenn ich jetzt Leute habe, die sich nicht gut fühlen, tue ich auch mit ihnen besprechen, wie können sie daheim etwas machen, wo ein Ort ist und eine Verankerung, wo sie sich wohlfühlen, wenn man heimkommt. Nicht gerade so vor die Fernsehen schauen, sondern eine Kerze anzünden und einen Tee machen. Kleines Zeug. Mhm. Ganz stark, ja, ist das. Und ich glaube, es gibt auch einen Anker, oder? Mhm. Und du bist Ritualbegleiterin, also ist das eine Ausbildung, die man Das ist machen eine kann? Ausbildung, die ich gemacht habe. Und Und ich was nicht viel gemacht habe nachher. Ich habe ein Hochzeitsritual geleitet von meiner Nichte und von meinem Bonusenkel habe ich Taufe gemacht. Ich habe nicht viel gearbeitet mit so grossen oder auch kleinen Ritualen. Aber mir selber hat es wahnsinnig gut getan. Es war eine tolle Ausbildung. was macht man dann in dieser Ausbildung? Eben, man tut zum Beispiel die ganze Beziehung von mir zu der Welt, so wie sie sich bewegt, in den natürlichen Rhythmen. Also Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ähm, wir haben, also, und auch die Orientierung auf der Welt, Osten, Westen, Süden, Norden, also die ganze, wie soll man dem sagen, Ikonografie, wo wir eingebettet sind auf dieser Erde, ausschaffen, indem wir zum Beispiel dann einen Kreis leitet mit Ästen, selber Ritual gestalten mit eigenen Themen, die man hat. Wenn man zum Beispiel merkt, ich habe immer Angst, dann tut man auch in der Gruppe, haben wir dann so zusammen Rituale erschaffen, um das können handeln. Mhm. Es ist eine Form von Psychotherapie eigentlich auch. Ich habe dann mit den Patienten, die sich getrennt haben oder verlassen worden sind, ein Ritual in der Stunde besprochen, was sie machen könnten, oder? Also einen Brief schreiben, verbrennen oder etwas in den Fluss hineingeben, so. Ja. Ganz etwas Pragmatisches, etwas Seelisches, Ungreifbar, Unfassbares, einpacken in etwas Materielles, Fassbares, Sichtbares. Mhm. Das ist ganz etwas Starkes. Weil wir sind ja alle so Kopfmenschen, oder? Ja. Ja, spannend. Ist auch so eine Möglichkeit, um es wirklich in den Alltag dann Ja. bringen, oder? Weil das wäre auch noch so ein bisschen eine Frage von mir, wenn du jetzt auch zurückschaust auf dein Leben und alles. Du hast gesagt, du hast eigentlich Meditation und den spirituellen Teil recht lang sehr getrennt, auch gar nicht viel darüber geredet, ausser vielleicht jetzt in ganz bestimmten Kreisen. Mhm. Wie bringst es du wie bringst du die Spiritualität und Meditation in deinen Alltag heute und wie hat sich das vielleicht auch gewandelt? Mhm. Also, ja, wie bringe ich die in meinen Alltag? Mein Alltag ist Meditation regelmäßige. Ich tue immer noch nicht viel darüber reden. Also, darum ist das so schön, dann kann ich mich da so ausbreiten. Ähm, ich glaube, ich habe mich verändert. Das ist das, was ich in den Alltag bringe. Ich bin immer noch ungeduldig. Also eben die 3 Gifte habe ich immer noch. Gier und Wut und Gleichgültigkeit. Ich bin bewusster, 'n bewussteren Umgang gefunden damit. Und es tut nicht mehr sofort, also Reizreaktion, da hat's jetzt schon ein bisschen 'n Raum gegeben zwischendrin. Ich muss jetzt nicht grad sofort brüllen oder ausflippen oder etwas posten grad oder so. Es hat einen Raum gegeben, Mhm. würde ich sagen, das ist im Alltag drin. Und wenn ich mit den Patienten arbeite, fließt das rein. Ja. So. Also gute Balance auch von mehr Gelassenheit und Ruhe. Kann man sagen wahrscheinlich. Würde jetzt mein jetziger Partner nicht unbedingt sagen, der tut immer noch alles mitbekommen. Meine kompletten Unvollkommenheiten, da kommt er noch mit über. Ja, Aber, ich bin in einem Prozess, oder? ja. Ich sage immer, ich kaufe wahrscheinlich noch einen roten Mantel kurz bevor ich sterbe. Weil du Also gerne weisst, rot hast, oder ja, was? zum Ja, Beispiel, oder? Also, wir sind ja trotzdem, wer wir sind. ja. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, und das habe ich eben früher schon ein bisschen gehabt, und ich finde auch viele Bücher gehen in die Richtung. Es gibt am Schluss irgendwann oder vielleicht sogar in der Mitte vom Leben, dann ist alles gut, so, oder? Und das ist natürlich nicht so. Und das habe ich angefangen zu begreifen. Dass wenn man das eine Problem gelöst hat, dass dann das nächste Ja, kommt. da kommt wieder eins. Ja. Und das Reine, ich bin dann am Schluss rein. Ich bin sicher verwandelt. Mhm. Und ich glaube, wenn ich sterbe, ich könnte noch reiner sein. Es ist nicht nie ein Schluss, so. Mhm. Also, ich glaube nicht an die Puff und dann bin ich magisch aufgelöst
so wie die Weissgewandeten. Ich bin eben sehr kritisch allen diesen, also teilweise auch indischen Traditionen, die die Wischler übernommen haben mit diesen weissen Gewändern und wo dann sagen, ja, so die Art, wie sie reden und so. Ich finde, ich habe das erlebt eben in Indien, ganz schlimmes Zeug von berühmten Leuten, die so in einer Tradition, wo sich dann an Rama Maharshi andocken, oder, wo ja wirklich ein Heiliger war, Mhm. wo sagen, ich bin ein Schüler, die sich in die Linien einführen und unmögliche Menschen sind. Mhm. Also man kann schon sehr in die Irre gehen, Ja. auf solchen Wegen, finde ich. Wie vermeidet man es? Ich glaube nur, wenn die Leute draussen sagen, «Sorry, das ist ja so ein Haferkäse, was sie da erzählen.» Ja. Aber man muss ja auch vielleicht einen Auftrag haben, aber die wollen ja gar nicht, dass man etwas sagt. Das ist ja der Narzissmus, der Verbreitete. Ja. Und Narzissen haben nicht gern, wenn man ihnen sagt, dass sie einen Blödsinn machen. Ja. Wir haben jetzt ja einen grossen in Amerika. Da kann man viel lernen. Ja, genau. Und genau, wenn wir so in die Welt rausschauen, dann scheint es ja im Moment wirklich gerade ziemlich Schlimm. crazy, also was da alles abgeht, an allen äh, ganz verschiedenen Gebieten, Ja, oder? ganz schlimm. Mhm. Was denkst du, was haben Ritual, was hat Spiritualität, was hat Meditation vielleicht für einen Beitrag oder für eine Rolle in dem Ganzen, in dieser auch schwierigen Zeit? Also, ich denke, es ist wie, immer, es gibt Menschen, wo durch das, wie sie leben, vielleicht bessere Menschen werden, Anführungs-Schlusszeichen, oder freundliche Menschen oder hilfsbereite Menschen. Es müssen nicht einmal unbedingt meditieren oder so. Es gibt einfach Leute, wo das wichtig ist, oder? Mhm. Und so, Gott sei Dank gibt es noch solche Menschen. Und die sind meistens still und bescheiden. Man merkt gar nicht viel von denen, oder? Das, was man hört, ist, ich weiss nicht wie viel. Ich meine, es sind 10 Milliarden sind wir jetzt auf dieser Erde. So viele Multimilliardäre und Narzissen hat es jetzt, glaube ich, auch nicht, wenn man schaut, wie viele Menschen das es sonst gibt. Sie sind einfach ein bisschen an Schlüsselpositionen häufig. Ja, genau. Und sie sind laut und man sieht es. Aber ich höre jetzt gerade eine Kulturgeschichte der Neuzeit. Kennst du das von Nein. Egon Friedel? Musst lesen, ist wahnsinnig gut. Der beschreibt eigentlich den Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit sozusagen. Jesus Gott, ist genau gleich gewesen. Katastrophe. Oder? Es ist in dieser Welt immer so gewesen, dass es so furchtbare Geschichten gibt. Ja. Das heisst auch ein bisschen den Blick aufs Gute Ja, richten. also und auch als persönlich, also das hast du sicher auch erlebt, also die meisten Menschen sind wahnsinnig nett, wenn man mit ihnen redet. Es ist nicht so, dass man furchtbar schlimm ist alles. Sie sind oft einfach so absorbiert und abwesend und so, aber wenn man mit ihnen redet, sind alle freundlich. Mhm. Und das freut mich immer, denke ich, wow, man täuscht sich wirklich, weil die meisten Menschen wollen das Gute und auch für die anderen. Oder wenn ich sehe, wie sie mit ihren Kindern sind, das rührt mich immer, denke ich, ja, alle haben die Fähigkeit, liebevoll zu sein. Mhm. Das ist es so. Wahrscheinlich auch der Donald. Der war vielleicht auch mal lieb mit irgendjemandem. Ausser mit sich selber. Ja, ich weiss es nicht. Ja, ja, ich denke, der wird wahrscheinlich schon recht die innere Zerrissenheit haben, wenn er Ja, es noch irgendwie wahrnimmt. nein, ich nimmt es glaube ich nicht wahr, ja. Aber ja, Aber ein Leiden muss ja gleich da sein, wenn man sich so verhält. bin nicht sicher. Bist nicht sicher? Mensch? Bin nicht sicher. Narzissen spüren andere Sachen wie wir. Mm. Mhm. Kommen dann nie in Therapie. Ich hatte einmal einen gehabt. Und dann? Hat Ich er dir glaube, gesagt, es wie war du eine es müsstest super machen? Oder? Therapie gewesen. Nein, es war ein bisschen ein Kampf gewesen. Man muss ein bisschen wie Wrestling oder so, weil ich ihm beibringen musste, dass er ja kommt, um etwas zu lernen, oder? Weil er hat ja schon alles gewusst. Ja. Und ich habe ihn, glaube ich, verwünscht, weil ich an ihm können, also ein Narzissen ist ja eigentlich innerlich ein wahnsinnig unglücklicher Mensch. Also nicht unglücklich, sondern unsicher, selbstunsicher. Mhm. Und das habe ich ihm, glaube ich, gut können erklären und der tut jetzt manchmal noch mir ein SMS schreiben oder so, bin ich ganz happy. Ja. Aber sonst, mm. Aber ist okay, die Welt ist, und dort finde ich dann eben die Schöpfungsgeschichten aus diesen Traditionen, wo quasi ein Schöpfer rum ist. Die Welt hat alles, sie ist eigentlich vollkommen. Es hat die blödsten Leute und die liebsten, es gibt alles, alles. Und das ist okay so. Du hast irgendwann in dem Gespräch gesagt, die Leute kommen zu dir, weil sie Veränderung wollen. Mhm. Und gerade im Buddhismus ist es eine der grundlegenden Erkenntnisse, Ja, dass man merkt, alles verändert sich die ganze Zeit. richtig. Und trotzdem haben im Moment wahnsinnig viele Leute irgendwie das Gefühl, hey,
alles bricht zusammen, alles Ja. verändert sich so schnell. Wie geht man dann mit dem um? Also ich finde, es sind wie 2 Welten, oder? Das eine ist gegen rausschauen auf die Welt und das ist dann gekoppelt mit der persönlichen Ängsten und der persönlichen Struktur, die man hat, oder? Und ich empfehle je nach Person, die sollen einfach auch nicht mehr Fernsehen schauen, oder? Wenn sie es nicht vertragen, oder? Wenn das so also wenn du schon ein bisschen depressiv bist und dann noch all die elenden Sachen, Ukraine und frag mich nicht, anschaust, ist das nicht hilfreich. Mhm. Man muss zuerst eine bestimmte Stabilität haben. Plus gibt es Leute, die das wirklich gut können, die das gerne machen, anschauen und sagen, das ist nicht recht und ich gehe auf Barrikaden und ich gehe demonstrieren oder ich gehe in die Politik. Es kommt auch auf den Charakter drauf an, oder? Aber es gibt ja schon viel, viel mehr Leute, die sagen: «Hey, ich halte die News einfach nicht mehr aus. Ja, Nicht mehr, ja, ich lese keine Zeitung mehr, ich schaue nicht mehr ja, Fernsehen.» Ähm, Das ist ja dann für eine Demokratie doch auch wieder schwierig, wenn die sehr. Leute irgendwie Sich nicht informieren? sich nicht also ich sage jetzt mal wirklich können informieren. Ich will ihnen nicht irgendwie Ja, unterstellen, dass nicht weg. unlautere Motive quasi sind. Aber eben, wenn du sagst, ja, es ist manchmal auch gut, wenn man sich zurückzieht, das wird ja dann schon auch ein Problem, wenn man keine gemeinsame Basis mehr hat, oder? Ich finde es ganz ein grosses Problem, ja. Und ich finde auch, ähm, wenn du nicht weisst, was läuft, also man sollte schon wissen, was läuft, aber man muss auch seine Grenzen erkennen, oder? Man kann auch, also ich merke, ich bin eine Akademikerin und ich weiß wahnsinnig viel, aber ich weiß doch nicht die russische Geschichte und ich kann eigentlich gar nicht mitreden wirklich. Ich habe einfach das Gefühl dem Ganzen gegenüber. Mhm. Und das müsste man eigentlich dann so können formulieren, aber alle diskutieren ja so diskutieren, als ob sie alles wissen und dann gibt es Streit. Also das finde ich komisch, die Diskussionsformen, die wir entwickelt haben. Mhm. Niemand weiß ja ganz genau, was da richtig ist oder nicht richtig ist, sondern man hat instinktives Gefühl, oder? Also Ja gut, es kann natürlich dann einen gefährlichen Relativismus geben, oder? total. Also, wenn man sagt, ja, eben niemand mehr weiß, was richtig und falsch ist, dann kann man anfangen, andere Länder überfallen, weil man sagt, das hat auch mal noch zu uns gehört, oder, also, es gibt ja dann immer Aber wenn wir jetzt über das reden, das ist ja quasi jetzt eine Metaebene, oder? mhm. Wir würden jetzt generell über die Weltpolitik reden. Dann muss ich sagen: «Nein, das darf man nicht, andere Länder Eben, überfallen.» also, das ist aber dann eine Ethik Das und ist eine eine Moral, Ethik und ja. eine Moral, oder? Aber das weiss ich nicht, wie viele Leute das so denken. Ich würde sagen, wahrscheinlich im Christentum noch, oder? Ich weiss es nicht. Dass man's nicht machen sollte. Ja, also ich weiss jetzt nicht, wo Ja, das also, genau verankert in der ist. christlichen Geschichte haben wir uns da nicht gerade Ja, ich unbedingt weiss mit schon, Lorbeeren aber Ethik und Moral habe ich aha, natürlich ja, ja. gelernt, so in der Sonntagsschule zum Mhm. Beispiel oder so. Du, also ich finde, die Ebene muss man immer ein bisschen besprechen, oder? Wenn man über die Weltpolitik redet oder eben ist das richtig, ein anderes Land überfallen, dann würden alle sagen, nein, ist nicht richtig, pfui. Und gleich hat es jemand gemacht, oder? Und dann kommt das Problem. Ja, Und was sollen wir jetzt sagen? ja, Ich weiss nicht, was ich jetzt sagen. Es ist nicht richtig gewesen. Nein, nein, Sackgasse. ja. Ich weiss nicht, was ich noch sagen soll, oder? Ja, ja. Und dann gibt es aber Leute, die dann können sagen, doch, da muss man sich wehren oder was würdest du machen, wenn jetzt ein Russ da kommt und sagt, das Atelier ist mir, du musst raus und so. Und dann denke ich, das ist auch nur virtuell, wir wissen es ja nicht. Ich weiss nicht, wie ich dann wird sein, wenn das wirklich passiert. Ja. Ja, und ich glaube, eine Schwierigkeit ist halt noch, dass es häufig hochkomplexe Probleme sind Wahnsinn. und irgendwie die Aufnahmekapazität ist dann noch irgendwo auf 30 Sekunden bis 2 Minuten und komplexe Probleme hast du halt häufig einfach nicht in 30 Sekunden bis 2 Minuten Richtig. gelöst. Ja. Und das ich glaube, das trägt schon auch noch ein bisschen zum Das Tempo, wo wir ja, drin leben. ja, Ja. Und das auch, aber auch auf eine Art, es ist ja auch ein bisschen eine Kränkung, wir haben wirklich nicht so viel zu sagen, ja, oder? Ich habe gar nicht viel zu sagen. Ich kann einfach dankbar sein, das ist wirklich etwas, was ich pflege. Ich meine, wir leben in der besten aller Welten, wir Schweizer, das ist ja unglaublich. Und dann sollen wir das auch geniessen und wertschätzen und etwas Gutes daraus machen, oder? Aber mehr können wir nicht machen. ja. Und das ist Ohnmacht, oder? Also ich bin eigentlich ohnmächtig. Auch wenn ich manchmal Spenden oder Geld oder Kleider oder Ukraine und so, ich kann trotzdem nichts machen. Nichts im Grossen, aber du kannst im Kleinen etwas bewirken. Richtig. Ja. Bescheiden sein und sagen: «Ja, wir schauen jetzt mal, was wir da gut machen können», oder? Du hast gesagt: «Ich habe nicht viel zu sagen.» Das war auf etwas anderes bezogen gewesen, aber wir sind schon fast 1,5 Stunden am Ah, sehr Reden. gut, ja. Ähm,
Gibt es noch irgendetwas, was ich nicht gefragt habe, was dir noch wichtig wäre? Nein, du hast interessante Sachen gefragt, muss ich sagen, wo ich selber schon lange nicht mehr darüber nachgedacht habe. Ich glaube, was mir wirklich wichtig ist, und das vermisse ich manchmal in spirituellen Traditionen, man muss seine eigene Seele kennen und man muss eigentlich, wenn man so einen Weg geht, auch in Psychotherapie gehen. Du kommst nicht um deine Probleme herum, einfach nur so mit dir allein. Ausser es gibt gesegnete Menschen, die eine wahnsinnig alles ist in Ordnung innerlich, aber das wirft ich vielen spirituellen Traditionen vor, dass die Leute nicht in Therapie gehen. Ja, hat das auch damit zu tun, dass viele von diesen spirituellen Traditionen aus dem Osten kommen, wo es das halt einfach auch Richtig, nicht in dem Sinn gegeben hat, richtig. traditionell? Ja, richtig, aber man könnte jetzt ja, wenn wir in der modernen Zeit leben, sagen, wenn ich jetzt einen Kult würde gründen, Ja, würde ich sagen, Meditation und Psychotherapie ist beides ein Muss. dann Nicht gibt's ein Äpfelmus, sondern ein Muss mit Doppel-S. genau. Und dann gibt es keinen Kult, weil du das sehr, Richtig. sehr Genau. verantwortungsvoll würdest machen. Ja, also ich würde das nie machen, aber ich finde, das müsste selbstverständlich sein. Ja, Oder ein Lehrer, der sagt, ich kann das nicht lösen, geh dort hin oder so. ja. Und wenn du das sagst, dann meinst du, das müsste man die ganze Zeit machen oder sind das auch Phasen allenfalls? Phasen, ja, ja. Plötzlich kommt wieder etwas, oder? Es ist nicht grundsätzlich. Also ich muss jetzt nicht irgendwie Nein. eine Psychoanalyse machen, das Leben Nein, lang, nein, sondern wenn du merkst, das ist ja, an dem knacke ich einfach immer rum, vielleicht ist da etwas, oder? Manchmal weiss man nicht einmal, was genau das Problem ist. Man merkt einfach, man bleibt immer hängen an etwas. Ja, Ja, dann danke ich dir ganz herzlich. Wenn jetzt irgendjemand noch mehr über dich wissen will, ungeniert. wo findet man Informationen über dich? Auf meiner Webseite, wie heisst es jetzt schon wieder, praxisfürtherapie.ch, und dort ist auch die Telefonnummer, glaube ich, oder? Ja. Gern kann man mir anrufen. Sehr gut. Danke vielmals. Ulla, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und Offenheit. Danke. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wiedmer. Ich freue mich über deine Rückmeldungen, Gedanken zu dieser Folge oder auch Vorschläge für spannende GesprächspartnerInnen. Ich hoffe, du hast aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen können und wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.